Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Ich hab's befürchtet, ich hab's beschworen, es ist so gekommen, es gibt eine Quantitätsoffensive. Um es mit den Worten des unsterblichen Dr. Oll zu sagen, der Piratensender Plumperquatsch sendet wieder auf allen Frequenzen. Nicht nur TikTok wird heimgesucht, ja, von der ogermäuligen Pest, ja, auf Odyssee, ja, pimmelt er auch raus. Alle alleine gegen die Welt. Bin selber schon dumm. Ein Jahr auf der Flucht. Wir schauen den ganzen Schmarren wieder beim Spiegellord an. Beziehungsweise wir hören uns das an. Das ist mehr oder weniger das, was Rainer unter einem Podcast versteht. Also das wird so ein ähnliches Ding werden, wie der Krampf, den er im Sommer gemacht hat. Wo er irgendwie seine Lebensgeschichte erlogen hat. Wegen die Kinder, die ihn in der Sonderschule schon gemobbt haben. La, die da. Seine Eltern waren alles Hater, die haben ohne ihn gegrillt. Wir wissen Bescheid. Dementsprechend, da ich sagen, der mit lange benannt. Hockt euch her, sagen wir mehrere, reißt euch eine Häube auf oder 2 oder 3. Die Scheiße wird wahrscheinlich heftig, weil jetzt haben wir hier 42 Minuten und dann direkt im Anschluss nochmal knapp 8 Minuten. Also wir kommen auf gut roundabout 50 Minuten höchst klassischen Bullshit. Und ich bin gespannt. Let's go. Metal, Leute. Ja, Metal, Rainer. By the way, du hast Metal-Verbot. Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, wo fange ich an? Am Anfang, Rainer. Am Anfang. Also zunächst mal, es ist lange her, dass ich ein Video gemacht habe. Natürlich ist es jetzt ohne Facecam oder so. Rainer, dann ist es kein Video. Ein Video ist mit bewegtem Bild. Das hier ist, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist kein Video. So. Weil die Sache ja die ist, dass Die Sache ist die. Hater. Wie sagt man? Das Problem ist, dass ich aktuell halt leider ständig geleakt werde, wenn ich irgendwas mache. Also Ja, aber Rainer, du bist doch selber dran schuld. Wie brunzblöd kann man... Du hast in deinem letzten Ding geflext, dass du Insider in großen Anführungsstrichen in den noch mehr Anführungsstrichen Hater-Foren hast. Du hast schon immer gedacht, du hättest Insider in Hater-Kreisen. Ja, diese Insider in Hater-Kreisen, die waren schon in Hater-Kreisen unterwegs, aber die waren von den Hater-Kreisen her die Insider bei dir. Das waren die Leute, die dir schon immer erzählt haben, ja, nee, wir sind ja die Guten und wir schleusen uns da jetzt ein, weil du kannst das nicht machen, weil du bist so auffällig und dann lassen wir da Informationen zukommen. Und du hast immer die Bullshit-Informationen gekriegt. Und die haben alles, was du denen anvertraut hast, immer brühwarm weitergegeben. Immer. das Video ist jetzt aktuell vom 26. Und dann wunderst du dich, ja, irgendwie werde ich immer geleakt. Ja, Kelsey Priest, Rainer. 3 people can hold a secret if 2 of them are dead. Ist so. Wenn du niemandem erzählst, was du tust und wo du bist, wird es auch niemand erfahren. Ersten. Ja. Ich habe im letzten Jahr über viele Dinge nachgedacht. Rainer, du hast noch nie über irgendwas nachgedacht. Hättest du 5 Minuten in deinem Leben mit Nachdenken verschwendet, dann hättest du die ganze Scheiße vor 10 Jahren über den Jordan geschickt und wärst arbeiten gegangen. Oder du hättest letztes Jahr überlegt, beziehungsweise vorletztes Jahr überlegt, vielleicht Schanze verkaufen, so schlaue Idee. Und jetzt irgendwann in dem 9 Jahreszeitraum dazwischen irgendwann nochmal überlegt,
was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Du hast noch nie nachgedacht. Du hast noch nie nachgedacht. Du hast mir vor kurzem erzählt, irgendwie du warst sauer, dass du zur Schule gehen und Hausaufgaben machen musstest, weil du lieber Anime geschaut hast. Klar, Kinder wollen lieber, freilich, ich habe auch lieber Zeichentrickserien geschaut, wie Hausaufgaben gemacht. Aber ich habe dann halt geschaut, dass ich meinen Scheiß geregelt gekriegt habe, bevor die Scheiße anfängt. Und dann habe ich mir das anschauen dürfen. Und wenn meine Noten passt haben. Und ich habe nicht wie ein trotziges, dämliches Kind mich hingesetzt, und damals, als ich noch ein Kind war, und gesagt, ja, dann mache ich halt überhaupt nichts. Wenn ich jetzt die Animes nicht schauen kann, dann mache ich halt gar nichts mehr. Und alle, die was anderes sagen, sind Hater. Meine Eltern sind Hater, die Mitschüler sind Hater, die Lehrer, alles sind Hater. Alle mobben mich, alle hassen mich, vollkommen grundlos. Einmal an Arsch zusammenzwicken und vernünftig sein und vielleicht einmal auf das hören, was dir Leute sagen, die mehr Ahnung haben wie du. Dann wärst du schon in eine ganz andere Richtung gegangen in deinem Leben. Ja, lass das Gähnen ruhig drin, Qualitätscontent. Entschuldigt, ich bin recht müde. Hör auf, dich zu entschuldigen. Wir wissen, dass es dir nicht leid tut. Ich habe über viele Dinge nachgedacht. Es ist ja Februar letztes Jahr bin ich aus dem Haus gegangen. Mit meinem Führerschein. Ja, Ende Februar. Streng genommen war es mehrer März wie Februar. Beim Auto. Ja, mit dem Führerschein, den du damals noch hattest, ein Auto, das du damals noch hattest, richtig. Aber wir dürfen nicht vergessen, du bist praktisch am letzten Tag im Februar rausgegangen aus der Schanze. Und du hättest eigentlich am 5. Januar schon raus sein sollen. Sprich, du hast 2 Monate für lau da gewohnt. Das wollen wir nicht vergessen. Und erst als wegen dir dieser Verteilerkasten zermettelt wurde und du versucht hast, Menschen zu überfahren, haben sie gesagt, hier die Geduld am Ende, auf Wiedersehen, Herr Winkler. Das wollen wir auch nicht vergessen. Und dann war im März die Verhandlung. Ob man das Verhandlung nennen kann. Ich würde es Desaster nennen. Da war die Chance, dass es zu Ende geht. Das Scheiß-Game. Da wäre die Chance gewesen. Das wäre für alle Beteiligten das Beste gewesen. Ganz ehrlich. Für mich vielleicht jetzt nicht unbedingt, weil mir macht das Spaß und ich hätte mir dann ein anderes Hobby suchen müssen. Aber für dich und für die Gerichte, für die Polizei, für das Dorf, für alle Leute wäre das Beste gewesen, wenn sie gesagt hätten, okay, hier, keine Ahnung, Camp Knacki, 24 Monate, hurra die Gams und rein damit. Vielleicht hätte er da irgendwann einmal einen an den Kopf gewaschen. Mitte März, Ende März. Und dann habe ich Anfang April meinen Führerschein verloren. Weil ich mich... Nein, nicht weil du dich gewehrt hast, sondern weil du zu dumm warst, deinen scheiß MPO zu machen. Von meiner eigenen Haustür gegen Menschen verteidigen musste, die sowohl mein Leben als auch meine Meinung sowie auch meine ganze Persönlichkeit, mein ganzes Leben einfach zerstören wollen oder zerstört haben. Wie soll man denn deine Meinung zerstören? Ich verabscheue deine Meinung in fast jeglicher Hinsicht. Warum wir nicht darüber reden, aber dein Leben zerstören, das kriegst du selber perfekt hin, da brauchst du überhaupt niemanden dazu. Man merkt es ja jetzt wieder. Du hast eine komplette verkorkste Lebensgeschichte. Das Einzige, was du noch gehabt hast, was vielleicht irgendwas von Wert war, so dass es einfach so abstrus gegen die Wand gefahrenes Leben ist, dass jemand darüber berichten will. Hast du wieder für einen Sportpreis verschleudert. Ja, dann kann man da aber auch nicht mehr weiterhelfen. Es tut mir fürchterlich leid und deine Meinung, Alter. Deine Meinung ist im besten Fall irrelevant und im Normalfall abartig und verwerflich. Ja, ich bin nicht ganz unschuldig an der Sache. Nein, Rainer. Erzähl. Du bist nicht ganz unschuldig an der Sache.
Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, dass Jeffrey Dahmer war auch nicht ganz unschuldig daran, dass Leichenteile in seiner Tiefkühltruhe gelegen sind. Ich habe Hitler war vielleicht auch nicht ganz unschuldig am Holocaust. Sachen gemacht und Sachen gesagt, die vielen Leuten einfach sauer aufstößt. Es gibt Rainer, du hast einfach sexistische, menschenverachtende Scheiße gesagt und getan. Das stößt nicht Leuten sauer auf. Das ist die Untertreibung des Jahrhunderts. Leute sind fuchsteufelswild geworden. Alle Leute haben Hasslatte gekriegt bei der Scheiße. Und das ist der Grund, warum du derjenige bist, der hier die Leute die Scheiße an der Hacke hat. Das ist der einzige Grund. Wir brauchen jetzt nicht mit Euphemismen um uns werfen, sauer aufgestoßen, am Arsch. Ja, den Leuten sind die Halsschlagadern geplatzt vor Zorn. Und das zu Recht. Es gibt viele oder sehr, sehr viele, denen es nicht gepasst hat, was ich mache, was ich sage und so weiter. Und naja, was soll ich dazu groß sagen? Vielleicht ist es richtig, vielleicht ist es falsch. Dennoch finde ich es ehrlich gesagt falsch, jemanden aufgrund seiner Handlungen in der Vergangenheit nach so vielen Jahren oder ja, seit mehr als einem Jahrzehnt immer noch zu belästigen, immer noch anzugreifen. Halt dein dummes Maul. Es geht nicht darum, dass du vor 10 Jahren mal was Dummes gesagt hast und dir die Leute das heute noch aufs Brot schmieren. Es geht darum, dass du seit 10 Jahren durchgängig immer dümmere Sachen machst. Und egal, was man dir sagt, du vollkommen beratungsresistent weiter gegen die Wand läufst. Du hörst nicht auf mit der Scheiße. Das ist der Punkt an der kompletten Sache. Es ist nicht so, dass man sagt, hier, keine Ahnung, irgendwer hat mal vor 10 Jahren irgendeinen Scheiß auf Twitter gepostet und ist dann später berühmt geworden und dann hat es irgendjemand ausgegraben und jetzt wird er gecancelt. So ist es nicht. Du hast auch nicht einmal was gemacht und dich dann dafür entschuldigt, so wie du es immer hinstellst, sondern du hast einfach permanent verachtenswürdige Dinge getan. Und solange du verachtenswürdige Dinge tust, werden dich die Leute verachten. Und wenn du versuchst, sie im Internet mundtot zu machen, dann werden sie sich das so hinlegen, dass sie dich das in der Realität spüren lassen können. Das ist vollkommen normal. Es geht nicht darum, dass du vor zig Jahren mal irgendwann irgendwas gemacht hast. Du bist konstant ein Hufeisenbesitzer gewesen, die letzten 10 Jahre. Konstant. Immer. Ich habe mehrere Anzeigen und mehrere Sachen in meinem Leben hinter mir, wo ich einfach für Straftaten verurteilt wurde, an denen ich nicht vorbeigekommen bin. Du bist da dran nicht vorbeigekommen? Willst du mich vielleicht verarschen? Wie komme ich denn nicht daran vorbei, Leuten auf 5 Meter Distanz, die auf der öffentlichen Straße stehen, Pfefferspray ins Gesicht zu sprühen? Wie komme ich denn daran nicht vorbei? Wie komme ich denn nicht daran vorbei, mich im Gebüsch zu verstecken und feige aus dem Hinterhalt mit Pflastersteinen auf Autos von Menschen zu werfen? Wie komme ich denn daran nicht vorbei? Kannst du mir das mal irgendwann erzählen? Das rechtfertigt natürlich nicht, was ich getan habe, aber... Nee, mitnichten. Im Gegenteil. Ganz ehrlich, mit deiner Argumentation, da könnten dann auch die Leute, die dir aufs Maul gehauen haben, sagen, ich bin ja nicht dran vorbeigekommen. Ich bin ja nicht dran vorbeigekommen. Ich musste mir aufs Maul hauen. Geht ja gar nicht anders. Ich hab ja mich gefühlt, als ob Ladida. Wie hätte ich mich anders verteidigen sollen, als so, wie ich es getan habe? Vielleicht, ich weiß nicht rechtswidrig. Das wäre Idee gewesen, dich nicht rechtswidrig zu verteidigen, in Anführungsstrichen. Oder einfach aufhören zu provozieren, damit du dich nicht mehr in Anführungsstrichen verteidigen musst. Einfach aufhören, den Zipfel ins Hornissennest zu stecken.
dann wird dir niemand mehr in den Zipfel stechen. Punkt. Ja. Ich für meinen Teil weiß da keine andere Lösung. Und ich weiß auch nicht, wie man sowas verändern kann. Jetzt wird's dann langsam hinterher reporten. Ich weiß nicht, wie ich daran was ändern kann. Ich habe keine Lösung. Würde nur irgendjemand kommen und mir die Erleuchtung bringen und mir sagen, wie ich da was ändern dran kann und was da die Lösung ist. Keiner seit 10 Jahren sagen dir die Leute, verpiss dich aus dem Internet, lösch dich und mach irgendwas anderes. Und jetzt setzt du dich dahin, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Kann mal irgendjemand kommen und mir sagen, was die Lösung wäre? Ich pack's nicht. Ich pack's nimmer. Ganz ehrlich. Ich war im letzten Jahr. Weil ja, wenn du jetzt kommst mit diesem, ich war so lange offline und trotzdem ist der Hate nicht weniger geworden, ja, dann hast du mich hier liegen. Der Hate ist deutlich weniger geworden, bis auf ein paar Spastis, die der Meinung waren, sie müssen dieses scheiß Game künstlich am Leben erhalten. Aber auch wenn die nicht gewesen wären, wärst du wiedergekommen, weil du nichts anderes zu tun hast. Weil du ein fetter, asozialer Arbeitsloser bist, der nichts Besseres zu tun hat, als seine widerwärtige, minderwertige Meinung ins Internet zu pimmeln. In der Hoffnung, dass ihn jemand dafür hatet, damit er sich dann als als armes Mobbing-Opfer darstellen kann, um irgendwo Mitleidsbarne abzustauben. Das ist dein Konzept. In Frankfurt, ich war in Köln, ich war in München, ich war in Hamburg. In Berlin war ich nicht, dafür bin ich jetzt in Berlin. Ich war in Bremen, habe viele Menschen kennengelernt, viele Menschen getroffen und gesehen, mit vielen gesprochen. Viele können nicht nachvollziehen, warum sich manche Menschen so verhalten, wie die Hater es tun. Ja, weil viele auch nicht richtig informiert sind. Das ist die traurige Wahrheit. Ja, wenn du die Leute anschaust, hier wie den Sascha Lobo und den ganzen anderen, die ganzen anderen Keks da, weiß man natürlich, die können das nicht nachvollziehen, aber die sind entweder unterinformiert oder sie wollen es nicht wissen. Ich habe euch heute mal eine Liste mitgebracht. Und ganz ehrlich, klar, so wie du dann hingehst, Leute, die mit deinem von deinem Thema keine Ahnung haben, wenn du dann hingehst und sagst, ja, ich habe nie was gemacht und dann, nur weil ich ein bisschen dick und ein bisschen dumm bin, kommen die daher und bauen hier die Scheiße, ne, etc. Natürlich sagen dann die Leute, das kann man nicht nachvollziehen. Wenn du da die Karten auf den Tisch legen würdest, was du gesagt und getan hast, wird da jeder sagen, freilich kann ich nachvollziehen, warum die zu dir kommen. Freilich kann ich nachvollziehen, warum die dich hassen. Weil du hassenswert bist. Du bist hassenswert. Alles, was du getan hast in den letzten 10 Jahren, war hassenswert. Alles. Du hast nicht einmal irgendwas Selbstloses getan. Du hast nicht einmal irgendwas getan, wo man gesagt hat, hey, reiner Respekt. Respekt, ja, da hast du mal nicht zuerst an dich gedacht, sondern vielleicht einmal an andere Leute. Nix. Gar nichts. Ja. Und jetzt komm mal nicht mit deinen scheiß komischen Stromschachtdeckel, die du da versucht hast, irgendwie nach NRW zu schicken wegen dem Hochwasser damals. Du Lappen. Ich habe mir gedacht, das ist ganz sinnvoll, wenn ich euch die mal ein bisschen vorlese. Angefangen beim 1.3., das heißt 1. März. Das war quasi der erste Tag, an dem ich, das war der Tag, an dem ich losgefahren bin. Und ja, das war der Tag, wo du reingeschaltet hast und dann saßt du in deinem Ranger und hast gesagt, boah, jetzt fängt ein neues Leben an, jetzt wird's so geil. Hier, die Hater, die werden mich niemals finden und selbst wenn, steige ich ins Auto, bin sofort weg. Ja, jetzt fängt's Leben erst richtig an und ich bin so froh, dass die Schanze endlich weg ist, bin so froh, dass das scheiß Dorf, das sieht mich nur noch von hinten, die sollen mich alle am Arsch lecken, alles Wichser, alles Hurensöhne. Und ein paar Monate später bist du mit meinem einkniffenden Schwanz da wieder aufgetaucht und hast gesagt, ja, ich habe euch zwar alles als Wichser und Hurensöhne bezeichnet und habe gesagt, ihr seht mich nur noch von hinten, aber jetzt habe ich weder Führerschein noch Geld noch Frau noch sonst irgendwas und jetzt hätte ich gern, dass ihr mich aushaltet.
Und dann hast du dich gewundert, warum die dir den Vogel gezeigt haben. Ich bin damals Richtung Frankfurt gefahren mit meinem Ranger und habe mir gedacht, ich werde ein paar Tage in Frankfurt. Geplant waren, glaube ich, 2 Tage in Frankfurt. Ja, du hast für 4 Tage gebucht. Das ist selber nicht mehr. Ich weiß das besser wie du. Du hast für 4 Tage gebucht und bist in der ersten Nacht wieder abgehauen, weil du hageldumm bist. Da war ich in Frankfurt im Motel One. Ganz stumpf. Ja, stumpf ist stumpf bei dir. Und ja, ich wurde noch in derselben Nacht, ich glaube, ich war nicht mal 5 Stunden im Hotel, wurde direkt mein Auto gesehen, obwohl ich direkt hinterm Ding geparkt habe. Rainer, du hast auf dem offenen Parkplatz draußen direkt neben der scheiß Autobahn geparkt. Natürlich haben die dein Auto gesehen. Du hast das auffälligste Auto der Welt direkt neben die Autobahn gestellt und dich gewundert, warum dich Leute gefunden haben. The hell? Hinterm Motel, wo man eigentlich nur reinfahren kann, wenn man auch ins Motel will und so weiter und so fort. Ja. Und das ist schon heftig, weil, wenn man mal so drüber nachdenkt, mir ist keiner gefolgt, mir konnte auch gar keiner folgen. Ich bin dann dahin gefahren und habe direkt die erste Nacht, die ich eigentlich in Freiheit verbringen wollte, ja, mehr oder weniger so wie die letzten Jahre, oder wie die letzten 5 Jahre, wie die letzten 7 Jahre. Die letzten Jahre, die 5 Jahre, die 7 Jahre, kommt zum Punkt, du Penner. Ich wollte eigentlich in Freiheit verbringen. Da hättest du vielleicht dein scheiß Auto in die Tiefgarage stellen sollen. Oder, bessere Idee, da hättest du einen silbernen Passat Kombi kaufen können. Aus dem Baujahr 2000. Der hätte dich 1000 Euro gekostet. Mit dem hättest du hinten drin pennen können, Matratze hinten rein, alles tutti. Und da hätte dich niemand erkannt. Niemand. Aber nein, du hast einen super auffälligen kleinen LKW gekauft und hast ihn direkt neben die Autobahn gestellt. Und hast dich gewundert, ja, warum haben die mich jetzt gefunden, etc. Ja, die müssen mich ja super verfolgt haben. Nein, das sind einfach Leute, die dich gekannt haben, zufällig vorbeigefahren und gesagt, das ist doch sein scheiß Auto. Bums aus, Nikolaus. So einfach kann es gehen. Von den 10 der Hater in Gefangenschaft verbracht. Ich habe dann mitten in der Nacht... Rainer, du lebst in Gefangenschaft, aber der Kerker ist deine eigene Dummheit. Du bist gefangen im Kerker deiner eigenen Dummheit. Und du hast den Schlüssel und weigerst dich stur doof, ihn zu benutzen und rauszugehen. Weil du der Meinung bist, aus diesem Kerker könnte irgendwann einmal ein Märchenschloss werden. Und die Ratten werden irgendwelche heißen Mullen, die dir sämtliche sexuellen Wünsche erfüllen. Und die Scheiße, die in der Ecke liegt, wird irgendwann zu Schokoladenkuchen. Irgendwann wird sich das auf magische Art und Weise alles zum Guten wenden. Du musst nur lang genug stur, dumm da sitzen und dran glauben und den Kopf gegen die Kerkerwand hauen. Dann wird es irgendwann alles gut. Nein, Rainer, wird es nicht. Das Hotel verlassen müssen. Hab dann meine ganzen Sachen gepackt, bin dann ins Auto, bin dann losgefahren und hab dann einfach mitten in der Nacht irgendwo auf einem Rastplatz, ich weiß gar nicht, wo das war, einfach auf einem Rastplatz ohne irgendwas. Also da waren lediglich ein paar LKWs gestanden und sonst halt echt nichts. Das war ein kleines Klohäuschen in der Nähe und das war's. Mehr ist da nicht gewesen. Und ich habe da mitten im Nirgendwo geschlafen. Das passiert mal, Rainer. Ja, und es ist eigentlich schon sehr traurig, wenn man bedenkt, dass es der erste Versuch war, mich in Freiheit zu bringen. Rainer, deine ganze Existenz ist, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich sehr traurig. So lange, bis du dein Maul aufmachst, und dann wird man eigentlich mehr wütend und denkt sich, du hast es nicht anders verdient. Aber wenn man es jetzt mal ganz objektiv betrachtet, ist ist an dir im Endeffekt ein Mensch verschwendet worden. Ich kann es nicht anders sagen. Wir haben zu viele Menschen auf dieser Welt. Wir haben
8 Milliarden Menschen auf der Welt. Jeder Mensch aktuell ist eigentlich einer zu viel, weil die Erde von Menschen schon deutlich überbevölkert wurde. Und jeder Mensch, der auf die Welt kommt, kann theoretisch was besser machen und hat das Potenzial. Aber je mehr es werden, desto mehr Einsatz haben wir gebracht als Menschheit, um den einen noch durchzubringen. Und an dir ist so eine Chance heftigst verloren gegangen. Kann man nicht anders sagen. Du bist gleich gewordene Platzverschwendung auf diesem Planeten. Ich habe dann mehrere Tage im Auto geschlafen und war dann in Bremen. Ich weiß gar nicht genau, ob das zu dem Zeitpunkt war. Ich habe es nicht hundertprozentig im Kopf. Aber ich habe dann... Du warst in Bremen da beim im Zoo. Hier mit Demons Kumpel, der doch nicht wirklich im Rollstuhl saß, oder? War das Ding? Im Gasthof zum Schwarzen Ross, glaube ich, hieß es, geschlafen. Schwierig, Rainer, bei dir. Einige von den Hatern oder auch einige von den aktiveren Zuschauern, die vielleicht auch ein bisschen die Hater-Sachen im Fokus haben und ein bisschen beobachten, haben mitbekommen, dass ich in Bremerhaven, wo ich auch ein Video gemacht hatte, dann Rainer, einige von den Hatern oder von den Zuschauern, die Hater-Sachen im Ding. Du glaubst immer noch, du hättest Zuschauer, die keine Hater sind. Das ist vollkommen utopisch. Alle Leute, die sich das jetzt anhören, ob sie sich's bei mir anhören oder beim Ani oder beim Ofi oder ob sie sich's tatsächlich Vanilla geben, beim Spiegellord. Wir schon auch beim Spiegellord. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Ich versuche es diesmal zu verlinken. Ich vergesse das ganz gerne. Alle Leute, die sich das geben, sind Hater. Alle. Ausnahmslos. Es gibt niemanden, der sich unironisch deine Scheiße gibt. Vor allem jetzt nicht, wo du vollkommen in der Bedeutungslosigkeit versunken bist. Niemand, der kein Hater ist, schaut sich diese Scheiße an. damals mit Cookie war. Ne? Cookie war das, genau. Ich möchte jetzt hier auch gar nicht groß beleidigend werden, aber es ist halt so eine miese Ratte gewesen. Und hat dann halt auch letzten Endes diese Sachen veröffentlicht. Gut, man muss dazu sagen, es war Monate später. Ja, Rainer, aber es ist genau dieselbe Geschichte wie dann, wenn du jetzt sagst, du hättest irgendwelche Insider in den Hater-Kreisen. Es ist dasselbe, warum merkst du es nicht? Warum bist du immer noch... Ja, ich habe hier meine Insider in den Hater-Kreisen, ich habe hier so meine Doppelagenten. Ich bin viel schlauer als die Hater. Aber ich kann mir gar nicht erklären, wie die ganze Zeit meine Scheiße geleakt wird, obwohl ich das nur den Leuten sage, die meine Insider in den Hater-Kreisen sind. Der kannst du vielleicht einmal 2 und 2 zusammenrechnen, auf 4 kommen und dir sagen, die Leute sind halt die Insider der Hater in deinen Kreisen und nicht andersrum. Und dennoch, es ist eine echt linke Nummer gewesen. Zumal ich ihn echt schon lange kannte. Genau. Und da hieß eben Shanks bzw. Cookie auf meinem Discord. Er hatte 2 Accounts, damit er ein bisschen unerkannt unter den Hatern aktiv sein kann. Ja, ohne... Jetzt sagt es sogar. Jetzt sagt es sogar, dass es bei Cookie genauso war. Und er glaubt aber jetzt immer noch in seinem letzten Ding, hat er immer noch erzählt von seinen Insidern, die er in Haterkreisen hat. Ja, dann ist er echt nimmer zu helfen, oder? Zu ahnen, dass es natürlich ein Hater ist, zumal ich ihn halt wirklich lange kannte und alles. So, wenn man nach meiner Liste geht, das war wie gesagt ungefähr zum 7.3. hin. Da habe ich bloß eine Nacht geschlafen und selbst in dieser einen Nacht habe ich die ganze Zeit Schiss um mein Auto gehabt und so weiter. Ich konnte wirklich im Hotel schlafen und erkannt wurde ich aber trotzdem, und zwar am nächsten Morgen. Das war relativ früh, ich glaube 7 oder was, als ich losgefahren bin, beziehungsweise kurz bevor ich raus aus dem Hotel bin und losgefahren bin. Und da hat mich dann auf dem Weg zur Arbeit wohl jemand... Er ist auf dem Weg zur Arbeit.
wolltest gerade erzählen, dass du auf dem Weg zur Arbeit warst. Fotografiert, beziehungsweise mein Auto. Genau. Ich war dann ja relativ lange unerkannt in einem Hotel. Das habe ich jetzt auch nicht notiert. Ich habe Hotels notiert, in denen ich nicht war. Aber ich habe nur Hotels notiert, in denen ich war, die später gelegt wurden. Also zum Beispiel gab es das Excelsior Hotel in Nürnberg ist das. Ja, das wissen wir, Rainer. Das war die Story, wo du. Das müssen wir den Leuten im Übrigen auch immer mal wieder sagen, die dir glauben, dass du das arme Mobbing-Opfer bist. Das überhaupt nichts dafür kann, dass die Leute ihm permanent auf die Eier gehen. Da warst du im Excelsior Hotel ja, irgendwo in Franken da. Und hast dann aber Bullshit ins Internet gepimmelt. Von wegen, ja, ich bin hier an der Grenze zu Thüringen. Ja, kommt doch, liebe Haterlein, findet mich, sucht mich doch. Ihr findet mich ja eh nie. Und dann kam eine Stunde später so, jo, Digga, wir haben dich gefunden, du bist im Excelsior Hotel da und da. Hahaha. Ha, ha. Ja, weil du warst nämlich hier mit deiner wunderschönen, überhaupt nicht verbraucht aussehenden Freuden draußen beim Rauchen. Das ist das ist ein, wie sagt man? Das ist so ein kleines, das ist so eine schöne große gläserne Pyramide nahe der B8. Und das ist ein richtig cooles Hotel, oder besser gesagt war es. Aktuell hat es dicht gemacht, soweit ich weiß. Aber das war wohl früher schon öfter der Fall. Jedenfalls ist es ein echt schönes Hotel und sieht auch echt cool aus und so eine riesige gläserne Pyramide. Und da war ich dann tatsächlich eine Zeit lang mit der Mona. Ich weiß gar nicht wie lange, aber einige Zeit auf jeden Fall. Dann war ich ja im Prinzip beim Mona zu Hause für eine Nacht oder so. Oder so. Oder so. Das ist die einzige Freundin, die du in deinem Leben gehabt hast. Und du kannst dich nicht daran erinnern, wie lange du bei ihr zu Hause warst, was nicht einmal ein Jahr her ist. Ihr wisst mich komplett verarschen, oder? Und an diesem einen Tag wurden wir direkt gelegt, weil ich vom Haus geparkt habe. Ja, okay, Rainer, jetzt ist aber auch gut. Also, wie gesagt, du hast das auffälligste Auto auf der Welt gekauft. Und du warst der Meinung, du kannst die Hater austricksen, indem du das Nummernschild abschraubst. Ja, ganz ehrlich, du hättest den Baumarkt fahren können und für 10 Euro eine Plastikplane kaufen und die einfach übers Auto legen. Job well done, dich hätte niemand gefunden. Niemand. Aber da wirst du knackrig dazu wieder. Ja. Hier, für die VR-Brille sind 1200 Euro über den Jahr gegangen. Für die Grafikkarte, die du nicht mehr benutzt, den ganzen Scheiß, den du nicht mehr benutzt, sind 1500 Euro über den Jahr gegangen. Dann sind nochmal 3000 Euro in Gullin untergegangen wegen einem neuen Gaming-Laptop. Aber 10 Euro für Plane, die du über deinen Karren legen kannst, damit dich die Hater nicht finden, da war's knackert dazu. Ja, herzlichen Glückwunsch. Freilich haben sie dich dann gefunden. Weil das Einzige, was noch auffälliger ist, wie ein blauer Ford Ranger in so einer Einfahrt da ist ein blauer Ford Ranger in dieser Einfahrt ohne Nummernschlüssel. Applaus, Rainer. Da hast dich mal wieder selber besiegt. Das Schöne, wir hatten extra noch schön die Kennzeichen runtergemacht vom Auto und so, dass uns bloß keiner irgendwie findet. Ja, und alle möglichen Kennzeichen runtergemacht.
Ja, alle möglichen, außer die Umweltplakette zum Beispiel, die noch in der Windschutzscheibe geklebt ist. Oder der Trollo-Yoshi, den du hinten drauf hast, ist der Plüsch-Yoshi. Und dann war aber dummerweise, hatten wir vergessen, dass vorne auf dem grünen Schildchen ja auch das Kennzeichen draufsteht. ähm, Das ist ziemlich mies. Auf die Art und Weise. Nee, das ist nicht mies, das ist Brunsbieselblät. Es ist Brunsbieselblät. Eine Plane für 10 Euro oben drüber gelegt, Job well done, Problem gelöst. Da hättest du da wochenlang hättest du da bleiben können, ohne dass irgendjemand eine Ahnung gehabt hätte. Wurde dann auch Monas Wohnung, Monas Haus, wie auch immer, geleakt. Mit ihr zusammen bin ich dann in das Kolpinghaus in Werne gefahren. Da haben wir dann einige Tage verbracht und sind von da aus dann zusammen mit meinem Auto wieder nach Nürnberg gefahren und waren dann nochmal mehrere Tage im Excelsior Hotel. Wo wir dann allerdings ja, nach einiger Zeit entdeckt wurden. Und das ist auch so eine banale Aktion gewesen. Denn derjenige, der uns da Derjenige, Rainer. verraten hatte, war der Bosch-Techniker. Also da gab es 2 Techniker im Haus. Und der Bosch-Techniker hatte dann eben Fotos gemacht von mir, Mona und einigen anderen, die eben da gerade auch aus dem Hotel eine rauchen waren. Bei Bosch alles Hater. Alles, ausnahmslos. Nee, aber Rainer, du brauchst dich nicht wundern. Ganz ehrlich, du hast die letzten 10 Jahre alles dafür getan, dass sich maximal viele Leute im deutschsprachigen Raum hassen. Und dann findest du natürlich auch in allen Gesellschaftsschichten und in allen Berufsgruppen Leute, die dich kennen, die dich hassen. Und wenn die dich sehen, freilich machen die ein Foto und sagen, hey, da ist er. Dann geht's los auf Telegram. Hurra, die Gams. Und entschuldigt mein Handy. Ich mache das mal eben aus. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass wir da dann eben dadurch geleakt wurden. Und das ist auch eine echt harte Nummer, weil wenn man bedenkt, der Bosch-Techniker, der ist angestellt, der musste da hinkommen, der musste da seine Arbeit verrichten und dann fängt er an, hier so private Daten von Hotelgästen zu veröffentlichen. Die banale Aktion daran ist, dass das ein schwerer Datenmissbrauch ist. Aber einer, wie wenn du mit Daten immer so sensibel umgegangen wärst. Wollen wir drüber reden, wie du Cola-Bärchen geleakt hast? Und wo ihr dann gesagt hast, ja, jetzt kommen wir wieder klar. Jetzt kommen wir wieder klar. Du kriegst ja jetzt hier nur ein paar hundert Hassnachrichten. Was ist da los? Ja, ich krieg ein paar tausend Hassnachrichten am Tag. Beschwer dich mal nicht. Nur weil ich dich geleakt habe. Ja, was sollen wir dazu groß sagen? Das ist definitiv nicht geil. Wurde aber auch keinerlei Schadensersatz dazu gemacht. Eigentlich hätte man da klagen müssen. Ja, hättest du mal gemacht. Hättest du mal gemacht, dann hättest du jetzt ein paar 10.000 Euro mehr Schulden auf dem Ding. Weil wegen einer solchen Scheiße hättest du im Leben nicht irgendwie recht bekommen. Wir haben dann einige Tage zusammen im Auto geschlafen. Das war gegen den 16. auf den 20. Ja, da wäre jetzt ja richtig begeistert gewesen sei. Weil wir alle wissen, es gibt nichts, was eine Frau heißer macht, als zu sagen, die ganze Welt hasst mich und ich bin eigentlich mittellos. Willst du mit mir im Ford Ranger schlafen? Das ist ultra sexy, Rainer. Ganz ehrlich, da wirft sich jede Frau sofort, wirft sich einen in den Hals und will einen heiraten. So, bitte lass mich für immer mit dir im Ford Ranger auf dem Rastplatz schlafen und einen kalten Döner von gestern Morgen zum Frühstück fressen. Ungefähr. Und also das war zu dem Zeit, man muss dazu sagen, wir sind jetzt bereits im Februar. Ne?
Nee, Rainer, wir sind noch im Januar. Aber wir waren am 1., nicht am Februar, Entschuldigung, im April sind wir jetzt, weil wir waren am 1. April in... Ja, am 1. April hast du dieses räudige Heiratsantragsvideo da hochgeladen. Auch höchstgradig lächerlich. Wir sind schon seit 2 Jahren zusammen. An Scheiß wart ihr seit. Ihr habt euch seit 2 Wochen gekannt. So ein Ding ist das nämlich. Am 1. April waren wir noch in Werne. Gegen den 6. April sind wir dann im Excelsior wieder gewesen, wo wir dann geleakt wurden, nachdem wir da das 2. Mal waren. Und dann gab es aber auch noch das in Werne, wo wir dann, Quatsch, davor waren wir dann eben, mal, ich überlege gerade. Ja, vielleicht vorher überlegen. Nee, okay, also wir waren im Excelsior Hotel am 25.03., das war nach der Verhandlung. Dann waren wir am 1.04. In Werne. Dann waren wir am genau, dann sind wir am 6.04. wieder im Excelsior in Neustadt in Nürnberg gewesen. Und dann waren wir einige Tage, haben wir in 1, 2 Gaststätten geschlafen, aber die meiste Zeit haben wir im Auto geschlafen. So. Und wir sind dann, wir waren dann nochmal in Werne. Er erzählt jetzt seit 5 Minuten, ja, dann waren wir in Excelsior in Nürnberg und dann waren wir in Werne und dann haben wir im Auto geschlafen, dann waren wir in Excelsior, dann waren wir in Werne, dann waren wir nochmal im Excelsior, dann haben wir im Auto geschlafen, dann waren wir in Werne und dann waren wir im Excelsior und dann haben wir im Auto geschlafen, dann haben wir, ich weiß nicht mehr genau, ich muss kurz nachdenken, im Excelsior im Auto geschlafen. Ja, kommen wir zum Punkt. Für ein paar Tage untergekommen. Da hatten wir dann allerdings nicht mein Auto dabei, sondern da waren wir dann mit am Mietwagen, weil mein Auto zu dem Zeitpunkt für eine Generalüberholung, also nicht für eine Überholung, sondern für wie nennt man es? Ein Kundendienst, so fitter Hula-Hoop-Reifentester. Für eine Art Kundendienst, war ja beim Kundendienst. Und ich bin dann mit Mona wieder zurückgefahren. Und zu dem Zeitpunkt sind wir dann mit meinem Auto nach Nürnberg gefahren und waren dann im Motel One. Das war ungefähr am 20.04. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich im Motel One auf der schwarzen Liste stehe. Rainer, mit Sicherheit. Mit Sicherheit hast du das gewusst. Weil das kommunizieren sie dir. Genauso wie du gewusst hast, dass du einen Strike auf deinem Hauptkanal gehabt hast, während du auf deinem Zweitkanal Bullshit hochgepimmelt hast. Du wusstest das. Du hast einfach gedacht, probieren wir es einmal. Und du hast wahrscheinlich Mona vorgeschickt, dass die das Zimmer bucht. Und als die dann gemerkt haben, die hat für sich und ihren Partner und gebucht und der Partner hat aber Hausverbot bei uns, dann sind die gekommen und haben gesagt, Herr Winkler, verbissen Sie sich bitte. Ich bin nämlich, seit ich in Frankfurt war, stehe ich auf der schwarzen Liste beim Motel One. Obwohl ich eigentlich gar nichts gemacht habe. Es ist vom Motel One auch sehr ungerecht, finde ich. Also meine Info war, dass du ein paar Stunden in dem Zimmer warst und es hat trotzdem ausgeschaut wie Dresden 45 da drin. Zumal es eine Riesenkette ist. Das sollte man erst recht davon ausgehen, dass die da eigentlich ein bisschen kulanter sind. Nee, es ist eine Riesenkette, da kannst du davon ausgehen, dass sie untereinander gut kommunizieren. Und sagen, hier, wenn der Herr Winkler kommt, dann schickst du ihn bloß weiter, weil der kriegt nämlich in 2 Stunden ein Chaos in diesem Zimmer hin, was andere Leute in 2 Wochen nicht schaffen. Und der wischt sich wahrscheinlich mit dem Handtuch die Kimme aus, weil er mit der Hand um Klopapier nicht mehr drankommt. Vor allem, dass es ja auch in gewisser Weise eine Werbung ist, wenn auch eher negativ. Aber Rainer, die beste Werbung, die ich als Hotel haben kann, ist, dass du auf der schwarzen Liste stehst. Weil sich dann die Leute sicher sein können, dass sie nicht in deinem Bett schlafen müssen, in dem du vorher drin warst und sich dann weiß, was ich für eine Pilzinfektion holen. Dass du auf der schwarzen Liste stehst,
ist ein Qualitätsmerkmal für jedes Haus. Aber wie dem auch sei. Jedenfalls waren wir dann da auch etwa 4 Tage. Ungefähr. 3, 4 Tage waren wir da. Und wir sind dann, haben wir wieder ein paar Tage im Auto geschlafen und sind dann nochmal nach Werne gefahren. Da waren wir dann grob. Ach nee, Quatsch, wartet mal. Danach waren wir dann bei einigen Bekannten von Mona. Ach, war das der, dem sie den Köhl poliert hat? Da war dann diese Situation, wo Mona und ich uns gestritten haben. Woraufhin wir dann noch nach Werne gefahren sind. Wie du wie ein kleines trotziges Kind ins Auto gegangen bist und ich schlafe jetzt im Auto. Ganz ehrlich, wenn du Rückgrat gehabt hättest, dann hättest du ins Auto gestiegen und wärst gefahren. Weggefahren. Weil ganz offensichtlich hat die den gebomst. Natürlich hat die den gebomst. Das ist eine Frau, die hat Bedürfnisse und die wirst du nicht erfüllen können, ganz ehrlich. Da wollte sie dann einige Zeit Abstand. Da war sie dann bei sich zu Hause, während ich in Werne gewartet habe. In dem Kolpinghaus. Und anschließend war es dann so, und dass es mit uns nicht gut gegangen ist. Daraufhin, ja, ging es zurück nach Emskirchen, beziehungsweise nach Neustadt, wo ich dann kurz darauf das Auto verkauft habe und dann einige Zeit untergetaucht bin. Du hast den Part vergessen, wo das Auto abgeschleppt werden musste, weil du einen Führerschein nicht mehr hattest und es nicht mehr wegfahren durftest. Wo es ausgeschaut hat, als hättest du so einen Crash-Derby gefahren. Wo alles angedengelt war in dem Scheißauto. Alles. Und du dann versucht hast, das auf die Hater zu schieben. Bei mehreren Hotels und ja. Und ja. Ich bin dann, das war ja zu dem Zeitpunkt, war es ja schon relativ warm. Das war ja schon Ende April, und das war ja schon Anfang Mai. Ich glaube, ich bin sogar genau am 1. Mai zurückgekommen nach Neustadt. Und ich habe am Tag der Arbeit bezeichnenderweise dann Mai, Juni und Juli ziemlich viel Zeit im Wald verbracht. Ich dann Ach, halt dein Maul. Du hast eine Scheißzeit im Wald verbracht. Halt dein dummes Maul. Du hast entweder bei Mario im Keller gepennt oder hast irgendwelche anderen dummen Dullis gefunden oder warst in irgendeinem Hotel. Du hast keine einzige Scheißnacht im Wald verbracht. Das ist Teil von deiner armen Opferstory. Oh, die Hater haben mich dazu gezwungen. Dann habe ich im Wald schlafen müssen. Halt ein dummes Maul. Nicht eine Nacht hast du im Wald gelebt. Nicht eine Nacht. Du würdest keine einzige Nacht im Wald überleben. Hättest du eine Nacht im Wald schlafen müssen, wärst du jetzt tot. Beweisführung beendet. Halt dein Maul. Relativ lange im Wald geschlafen. Einfach weil ich weder Geld noch Unterkunft noch sonst was hatte. Ich habe dann wobei Geld hatte ich zu dem Zeitpunkt sogar. Ich bin dann tatsächlich auch eine Zeit lang, ich sag nicht, wo ich war, weil ich wurde dann nicht entdeckt, aber ich bin dann eine Zeit lang auch nach Österreich gefahren, ja, ich sag nicht, wo ich war, weil das ist eh alles gelogen, aber ich war dann in Österreich und zwischenzeitlich vielleicht mal auch in Argentinien und vielleicht auch, ich bin ja praktisch irgendwie Kosmopolit, ich kann ja untertauchen überall, ich spreche so viele Sprachen. Halt dein dummes Maul. Du hast bei Mario im Keller gepennt. Das ist die Krux der Sache. Dein Auto ist abgeschleppt worden von diesem Kolping-Bullshit und du bist irgendwie wieder zurück nach Emskirchen gekommen und dann hast du bei Mario im Keller gepennt. Punkt. Und dann warst du ein paar Tage in dieser komischen Bruchbude von dem zweiten Mann von deiner Mutter, den den zweiten, den sie ins Grab gebissen hat. Beziehungsweise ein bisschen ins Ausland war ich dann einige Wochen. Es gab ja auch die Sache mit dem Bild von Madeira. Ja. Kommt's jetzt? Gibt's es jetzt zu, dass es gelogen war mit dem Scheißbild auf Madeira? Ich bin jedenfalls einige Zeit dann weg gewesen.
Nein, er gibt es natürlich nicht zu. Bin hier und da ein bisschen rumgeeiert. Und das Ganze ging dann ungefähr also ich war zwischendurch am 10.05. hatte man mich nochmal erwischt. Da war ich im Ibis Hotel, da bin ich inzwischen auch auf der schwarzen Liste von der Hotelkette. Soweit ich informiert bin zumindest. So. Und ich bin dann gegen Anfang August zu meinem Geburtstag hin zurück nach Deutschland gekommen. Also, ne, wir haben jetzt hier vom 10.05. bis zum 18.08. Ich weiß noch, ganz ehrlich, der Tag, der wird mir für immer im Gedächtnis bleiben. Ich bin draußen gewesen. Ich habe meine Gartenhütte gestrichen und habe halt auf dem Handy mit der JBL-Box neben mir irgendwie Content laufen lassen, Hater-Content laufen lassen. Und dann kam irgendwie von wegen Breaking News Kanal gesperrt, weil. Ach, war das schön. Ach, war das schön. Ja, mein Freund und ich haben uns gleich eine halbe aufgemacht vor lauter Freit. Es war ein richtig schöner Tag. Die Sonne hat geschienen, Reiners Kanal wurde gesperrt. Großartig. Besser als nicht laufen können. Also etwa 3 Monate, eine Lücke drinnen. Da wurde ich in der Zeit zum Glück nicht gefunden. Aber gegen Anfang August bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und ich bin dann ungefähr am 18.08. im Rachel Hotel in Nürnberg gewesen, in Bad Windsheim gewesen. Und da wurde ich dann aber auch nach circa 5 Tagen direkt fotografiert, was richtig ätzend war, wo ich bis heute nicht weiß, wie es passiert ist. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich mit einem Handy und da hat niemand auf den Auslöser gedrückt. War dann einige Tage, das war dann während der Kirchweih ungefähr, war ich dann übers Wochenende im Allee Hotel in Neustadt an der Aisch. Ja, und dann warst du im Krankenhaus. Ohne dass da was gefällt hat. Weil du gedacht hast, besser im Krankenhaus pennen als unter freiem Himmel. Und das ist der deutliche Beweis dafür, dass du keine einzige Nacht im scheiß Wald verbracht hast. Du hast alles gemacht, um nicht auf der Straße zu schlafen. Außer zu sagen, ihr habt mein Leben gegen die Wand gefahren, Sozialamt, bitte helft mir. Da gehe ich jetzt erst einmal in eine Obdachlosenunterkunft und dann lasse ich mir helfen. Und dann kommt jemand, der ein Sozialarbeiter ist, der mir sagt, Herr Winkler, so und so wird es jetzt gemacht. Und Sie müssen jetzt auf uns hören und es ist vorbei mit dem süßen YouTube-Leben. Sie müssen die und die Anträge ausstellen. Ja. Selbstständigkeit ist nicht mehr. Dann kriegen Sie ein paar Euro Stütze und dann kommen Sie auf die Warteliste für eine Sozialwohnung. Und wenn da was frei ist, dann kriegen sie ein Zimmer Sozialwohnung am Rand von irgendeiner Großstadt und dann können sie schauen, wo es bleiben. Fertig aus, Nikolaus. Und dann vielleicht noch, dass wir ihnen versuchen zu helfen, in der Arbeit zu kommen, aber wir alle wissen, das wäre grandios gescheitert. Dann bin ich. Dann war ich ja eine Zeit im Krankenhaus. Ja. Ich hab's gerade gesagt. Da warst du dann im Krankenhaus. Eine Unverschämtheit. Die hat überhaupt nichts gefehlt. Du hast einfach keinen Bock gehabt, beim Scheißwetter bei der Kälte im Herbst draußen zu pennen. Das ist der Punkt. Und du willst mir erzählen, dass du eiskalt, nächtelang, wochenlang im Wald übernachtet hast. Aber da, wo es auf einmal kalt geworden ist, ein bisschen Regen, sofort hast du dich mit dem Sanke abholen und ins Krankenhaus fahren lassen. An Scheiß. An Scheiß. Auch in Neustadt. Und dann war ich 2 Nächte im Hotel Späth in Bad Windsheim. Und da wurde ich dann nicht entdeckt. Und ich hatte noch ein bisschen Geld auf Seite. Und dann hatten die gemeint, sie müssten mich jetzt aus dem Zimmer bitten zu gehen, weil sie haben keinen Platz mehr. Dann habe ich aber gesagt, ich bräuchte aber noch eine Unterkunft, ob es noch irgendeine Möglichkeit gibt, ob die eine Idee haben. Und dann meinten die, ja klar. Wir haben noch Ferienwohnungen. Und dann war ich in der Ferienwohnung eigentlich für eine Woche einquartiert, aber nach etwa 4 Tagen wurde ich direkt entdeckt.
Ich bin dann am selben Tag, weil es war 'n Sonntag, ich sollte dann Sonntag, Mittag gegen Abend sollte ich dann gehen. Ich bin da Aber war das auch gleiche mit der oder war das also eine Sache, wo die Leute gewusst haben, die Insider gewusst haben, wo er ist und die Füße still gehalten haben, solange bis er angefangen hat, wieder zu betteln und zu sagen, ich habe ja hier obdachlos, braucht die Kohlen, muss sonst auf der Straße schlafen, ne? Und dann heißt so, ja, nee, der schläft nicht auf der Straße oder im Wald oder sonst irgendwo, der pennt genau hier. Und dann muss er gehen. Hätte der nicht versucht, mit der Mitleidsscheiße Barne abzufahren, dann hätte er da noch eine Woche bleiben können. dann eine Nacht im Vital Hotel in Bad Windsheim untergekommen. Und das Ironische an der Aktion war, dass ich dann in dem Vital Hotel, zwar nicht entdeckt wurde, wie es aussah, aber ich bin dann, als ich noch mal eine Nacht in dem Hotel unterkommen wollte, wurde ich direkt wieder erwischt. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich bin dann dahin gefahren. Der ist ja eine großartigen Insider, keiner, an denen du glaubst, dass es deine guten Freunde sind. Wegen denen bist du erwischt worden. Kam dann da nicht unter. Dann hat mich der Fahrdienst woanders hingefahren. Hat mir auch versucht zu helfen, wo ich unterkomme. Das hat aber alles nicht funktioniert. Dann habe ich in der letzten Sekunde doch noch eine Idee gehabt und da bin ich dann auch untergekommen. Dieser Ort ist inzwischen auch nach wie vor ungeleakt. Bin ich auch ganz froh darüber, ehrlich gesagt. Allerdings ist das leider auch sehr weit ab vom Schuss, deswegen komme ich da nur sehr selten hin. Und wenn, dann muss ich da immer mit dem Taxi oder ähnlichem hinfahren. Was inzwischen sich auch erledigt hat, aber das erkläre ich euch gleich. Nun gut, es geht auf jeden Fall dann weiter, dass ich dann anschließend war ich ein paar Tage oder wollte eigentlich ein paar Tage ins A&O Hotel nach Nürnberg. Das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof. Da war ich einen Tag, bin ich nicht geleakt worden. Und ich wollte am Tag darauf 2 Tage nochmal rein. Da wurde ich dann allerdings geleakt, bedauerlicherweise. Ich wurde dann in dem Fall, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, weil Jetzt kommt's. irgendwelche Hater mich da geleakt haben und veröffentlicht haben, wo ich bin, wurde unter anderem die Nürnberger Polizei eingeschaltet und ich wurde dann tatsächlich von der Nürnberger Polizei vorwiegend erstmal verhaftet, beziehungsweise die haben mich dann erstmal mitgenommen. Ich weiß nicht, ob man das dann schon als verhaftet bezeichnet. Auf jeden Fall haben die mich dann für mitgenommen auf die Wache, wollten mit mir ein Verhör führen und ich weiß gar nicht, was noch alles. Ja, da ging's um deinen Pornoblog und um deine Prima Noctis-Geschichte. Und natürlich, wenn ich sowas ins Internet schreibe, werde ich von der Polizei mal zum Gespräch gebeten. Vollkommen selbstverständlich. Und ist auch gut so. Ja, da brauchen wir nicht lang drüber diskutieren. Wenn jemand solche Fantasien öffentlich ins Internet pimmelt und die Polizei würde den nicht zumindest mal auf die Wache holen und fragen, hey, was ist da los? Ja, dann würde ich auch mal einen kompletten Rest Glauben an unser Justizsystem verlieren. Und der geilste Witz war, dass die mich dann nicht mal irgendwo in Nürnberg mehr untergebracht haben. Im Gegenteil, die haben mich dann zum Bahnhof gefahren, dass ich wegfahren kann, weil ich nirgendwo untergekommen bin. Also bin ich dann mit dem Zug zurück nach Neustadt gefahren. Es war dann meine letzten 20 Euro waren das. Und in Emskirchen steige ich dann aus dem Zug, laufe die Straße runter. Das war übrigens zu dem Zeitpunkt schon im September. Also es war der 7. September in dem Fall. Und ich habe dann einfach eine Nacht ich habe dann einfach eine Nacht im Wald gepennt. Halt deinen Maul. Du hast nicht eine einzige Nacht im Wald gepennt. Nicht eine einzige Nacht hast du im Wald gepennt. Erzähl keine Scheiße. Am nächsten Tag bin ich mit meinen letzten Cent nach Neustadt gefahren und habe mich in Neustadt vor das Landratsamt gesetzt, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen soll. Und übers Landratsamt habe ich dann eine
Dann, Unterkunft bekommen. ja, ist auch Hanebüchen. Ist auch Hanebüchen, dass die dir irgendwas gegeben haben. Nicht gesagt, Herr Winkler, Sie haben Ihr Haus verkauft in der Gemeinde Schleichens-Erna. Auf Wiedersehen. Auf Nimmerwiedersehen. Schleichens-Erna irgendwo hier, aber nicht mehr hier. Sie wohnen hier nicht mehr. Auf Wiedersehen. Sie sind nicht mehr unser Problem. Mit Ach und Krach, weil die Gemeinden Emskirchen und Neustadt sich ja weigern, mich unterzubringen. Im Fall von Emskirchen, sie weigern sich, im Fall von Neustadt, sie behaupten, sie hätten nichts, wobei ja in erster Linie die Emskirchener Kommune dafür verantwortlich wäre, aber gut, das ist was anderes irgendwie. Gesetzliche Verpflichtungen sind ja anscheinend nicht bindend, zumindest nicht für die, die dafür arbeiten. Ja, offensichtlich nicht, weil ansonsten darfst du schon lange nicht irgendwie schauen, ob du in Emskirchen unterkommst, sondern ansonsten darfst du schon lange im Hotel Viereck wohnen, wenn gesetzliche Regelungen verbindend wären. Wenn es heißt, irgendwie Bewährung ist tatsächlich Bewährung und wer dagegen verstößt, der fährt in den Knast. Ah. So, sorry Leute. Ich habe jetzt hier eine wirklich relativ lange Pause eingelegt, weil ich die Aufnahme unterbrechen musste und in den letzten Tagen bei mir der Arbeitspulli recht eng saß. Dementsprechend, ich habe mir jetzt die letzten paar Minuten nochmal angehört und wir machen jetzt da weiter und ich schaue, dass ich das zusammenschneide. Ich hoffe, dass das hinhaut mit meiner großartigen Technik-Dullihaftigkeit. Gut, wir waren da, als er sich darüber beschwert hat, dass hier irgendwelche angeblich rechtsbindenden Dinge nicht gemacht worden wären, weil sowohl Emskirchen als auch Neustadt gesagt haben, Herr Winkler, Sie sind nicht mehr unser Problem. Sie haben Ihr Haus hier verkauft. Sie haben gesagt, sind froh, dass Sie raus sind hier aus dem Laden und sind mit wehenden Fahnen davon gepimmelt. Und nur weil jetzt die Kohlen ausgegangen sind, heißt es nicht, dass wir ihnen praktisch eine Unterkunft stellen. Genau. Dementsprechend gehen wir jetzt da wieder weiter einer. Für euch wird es wahrscheinlich so wirken, als wäre überhaupt nichts passiert, aber Jedenfalls ging es dann damit weiter, dass ich dann für etwa eine Woche in Steinach untergebracht wurde in einem Hotel. Allerdings wurde ich da dann auch gegen Ende der Woche geleakt. Wie sie mich da gefunden haben, ist mir allerdings bis heute ein Rätsel. ja, ne, das kann ich mir gut vorstellen, wie sie sich da gefunden haben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das für dich ein Rätsel ist, weil du immer noch so hageldumm bist und glaubst, dass du irgendwelche Freunde hast. Dass irgendwelche Drachis gibt. Dass du, wie du sagst, ja, Leute in den Hater-Rängen hast, die dich mit Informationen versorgen. Das sind alles Hater. Es sind alles Hater. Das sind Hater, die bei dir eingeschleust wurden. Nicht andersrum. Und jedes Wort, das du denen erzählst, geht brühwarm an die Leute, die es dann auf hier, wie sie nicht alle heißen, hier Telegram und den ganzen Scheiß verbreiten. Aber das kann man dir tausendmal sagen. Das wirst du niemals glauben. Weil du immer nur der festen Überzeugung bist, dass du so ein toller Mensch bist, dass dir die Leute in den Arsch reinkriechen müssen. Und, na. Räuspere. Ich habe dann versucht, eine Nacht im Nachtschwärmerhotel in Neustadt unterzukommen. Ich denke, Nachtschwärmerhotel klingt für mich wie Bumsbude, oder? Also, kann jetzt auch sein, dass es einfach nur einen fancy Namen hat, aber für mich klingt das wie ein Stundenhotel, ja? Also so ein. Wenn man mal, wo man mit Damen hingeht, die jetzt nicht, Wurde allerdings da von einer Menge Jugendlichen gesehen, was mir natürlich im Vorfeld klar war, aber natürlich war dir das im Vorfeld klar, Rainer, deswegen bist du ja da auch hingegangen. Dass du da sofort entdeckt und dann wieder verscheucht wirst, war dir vollkommen klar, aber du bist trotzdem hingegangen, weil du so ein cooler Typ bist. Da konnte man nur mit Karte zahlen. Da bin ich da reingegangen. Mit Karte? Ganz ehrlich, deine Karte, wenn du noch eine besitzen solltest, wenn man die in irgendein
EC-Kartenlesegerät reinsteckt, dann explodiert das. Ich wusste zu dem Zeitpunkt aber nicht, dass das Allee Hotel in Nürnberg, in Neustadt, dass es dem Allee Hotelbesitzer gehört. So. Und das Interessante ist, im Allee Hotel war ich etwa 3 Tage. Ich habe keine Ahnung, dass ich da geleakt worden sein könnte. Jedenfalls war ich da. Geleakt worden hätte sein könnte, oder? Wäre ich selber schon ganz dumm. Also er wusste nicht, dass er geleakt war, als er in dem Hotel war. Bin dann da rausgegangen und dann durfte ich da auch nicht wieder zurückkommen. Und das Hausrecht haben sie sich auch genommen, als ich dann im Nachtschwärmerhotel in Neustadt war. Also musste ich dann noch in derselben Nacht raus. Das Beste an der Aktion. Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass das wahr ist? Ich glaube, der weiß sehr wohl, dass das ist ja Neustadt. Also das ist ja, da weiß man, wem was gehört. Ich glaube, der wusste sehr wohl, dass die 2 Hotels zusammengehören, weil normalerweise ja auch wenn du mehrere Hotels hast, die so eine Art Kette haben, also wo Sachen zusammengehören, oder auch bei Restaurants oder sowas, im einen dann Flyer fürs andere aushängen und dann da steht auch irgendwie, ja, unsere anderen Häuser, bla 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 bla. Call ich Lülülü. War übrigens, wenn ich aus anderen Hotels rausgeflogen bin und im Vorfeld schon irgendwie 3 Nächte oder so gezahlt habe und aber nur eine da war, dann habe ich mein gesamtes Geld zurückbekommen. Ja, das nennt man Kulanz. Dazu ist kein Hotel verpflichtet. Streng genommen, wenn du 3 Tage buchst, hast du 3 Tage zu bezahlen. Das ist der Punkt. Dass die dir überhaupt was zurückgegeben haben, ist Kulanz und Menschenfreundschaft dieses Unternehmens, beziehungsweise wahrscheinlich halt auch Publicity. Ja? Wenn es heißt, die machen halt sowas, dass danach gute Bewertungen reinflattern, wo es dann heißt, yo, musste überraschend vorzeitig abreisen, hab dann aber für die Tage dann irgendwie meine Kohlen wieder bekommen, Top-Service, bla 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 bla. So ein Ding ist es. Streng genommen hätten sie sagen können, nee, Herr Winkler, Sie haben 3 Tage gebucht. Ja? Sie werden 3 Tage bezahlen. Punkt. Das ist Ihr Recht. Es sei denn, du hast da irgendeine Versicherung abgeschlossen dagegen, was ich nicht glaube. Ja. Dementsprechend, wenn die dir irgendwas zurückgegeben haben, die Hotels davor, war immer Kulanz, es war immer ein Bonus. Nicht Standard. Als ich aber im Nachtschwärmerhotel war, also im Allee Hotel Ableger, habe ich tatsächlich nicht den gesamten Betrag zurückbekommen. Im Gegenteil, erst hat er mir nur die Hälfte gegeben, was nicht einmal, das ist gut das Beste daran gewesen. Das war nicht Rainer, wie gesagt, dass der dir überhaupt was gegeben hat, ist Kulanz. In dem Moment, in dem du dieses Zimmer betrittst, muss das komplett geputzt werden. Es müssen die Betten neu überzogen werden, etc. In dem Moment, in dem du da einen von deinen fetten Elefantentretern reingesetzt hast, ist der Schaden entstanden für das Hotel. Und wenn dieses Hotel danach sagt, Herr Winkler, dafür zahlen Sie die ganze Nacht, dann hast du die ganze Nacht zu zahlen. Dass der dir überhaupt was gibt, ist reine Kulanz. Mal der Preis für eine Nacht, weil ich hatte ja 2 Nächte gebucht. Das war nicht mehr der Preis für die eine Nacht, die Hälfte, was er mir gegeben hat. Dann habe ich halt nochmal gesprochen, was das soll. Moment mal, du hast für 2 Nächte gebucht, hast für 2 Nächte bezahlt, er hat dir davon die Hälfte wiedergegeben und das ist nicht mal der Preis für eine Nacht. Willst du mich komplett verarschen? Also entweder hat er dir die Hälfte wiedergegeben, dann ist es der Preis für eine Nacht gewesen, oder er hat dir weniger die Hälfte wiedergegeben, dann ist es weniger. Wir verstehen uns? Gut. Weil er hat mir irgendwie bloß, ich weiß nicht, 60 Euro oder was gegeben. Und ich glaube 75 oder so war eine Nacht. Fotzen und einen Arschtritt hätte er geben sollen. Das hätte er geben sollen, weil das ist das, was dir kehrt. Nichts anderes. Wäre schon wieder Matt. Und dann habe ich noch mal was gesagt, dann hat er mir noch einen 100er gegeben. Und ich habe als Rainer, du hast eine so unangenehme Präsenz, dass dir die Hoteliers sogar Geld dafür geben, dass du gehst.
Darüber würde ich mir mal Gedanken machen. Die geben dir Geld, dass du gehst. Bitte, Herr Winkler, scheißegal was. Ich gebe Ihnen alles, nur gehen Sie endlich. Sie sind schlecht fürs Geschäft. Und nicht wegen die Haters, sondern weil dann da ein Vierteltonner drin steht und sagt, ja, ist unfair, etc. Nee, muss ich hier viel zu viel Geld bezahlen, ne? Nur weil ich gewusst habe, dass ich ihr Hausverbot habe und trotzdem gekommen bin. So, ich weiß nicht, 15, 20 Euro weniger bekommen, als ich ausgegeben habe, obwohl ich eigentlich kein Bett über den... Ein Bett überm Kopf hattest. Rainer, du hast das Zimmer benutzt. Wenn das Zimmer benutzt wurde, muss es geputzt werden. Punkt aus. Keine Dach über dem Kopf hatte in der Nacht. Und das ist dann auch noch Ende September gewesen, wo arschkalt war. Ist scheiße gelaufen, hättest du mal besser die Schanze nicht verkauft. Und einige erinnern sich vielleicht, ich habe dann am 17. nachts, oder ich weiß nicht mehr, ob das der 17. oder ob das schon später im September war. Ja, dann sag halt nicht, dass der 17. war, wenn es nicht war, dass der 17. war. Himmelarsch. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann im September einen Livestream gemacht. Ich kann leider auch nicht mehr nachschauen und habe dann halt war dann vor der Polizeiwache gesessen. Und Ich könnte nachschauen, aber ich erinnere mich an diesen Livestream, wo er da vor der Polizeiwache gesessen ist und dann hat er irgendwelche Passanten angepöbelt, die gar nicht gewusst haben, wie ihnen geschieht. Und weil er bei der Polizei schon war und die ihm auch gesagt haben, er soll sich schleichen. Und dann hat er versucht, sich da hinzustellen, damit Hater kommen, damit die Situation eskaliert und er dann gleich einfach 2 Meter weiter zur Polizei gehen kann und sagen, hier, die waren böse zu mir. Und dann, ne, dann bringt er die Nacht auf der Wache, um die Aufzeige anzugeben. Kasper. Die Anzeige aufzugeben und dann hat er es schön warm und hat es den Hatern gezeigt. Und hier die Polizei muss endlich ihren Job machen. Alles wunderbare. Hat leider nicht funktioniert, Rainer. Die einzigen Leute, die vorbeigekommen sind, waren irgendwelche Passanten, die hast dann halt wüst beschimpft und angepöbelt. Ja. Aber und habe dann in meinem TikTok erzählt, was Sache ist. ja, was Sache ist. Ja. Dann später, Boah! Räuspern. Ich möchte so eine richtig große, harte Rübe in sein Fettmaul stopfen, damit das hält. dann später war es so, dass die... Das war kein Euphemismus. Einfach so eine richtig harte Zuckerrübe, direkt aus dem Boden, wo noch Erde dran klebt und einfach reingestopft. Weil für Zwiebel in einen Apfel ist er mir zu schade. Dann später war es so, dass die Polizei, nicht die Polizei, dass ich dann von jemandem abgeholt wurde, beziehungsweise mich hat dann eine Passantin hat mich dann aufgegabelt und hat mich dann, also die hat den Livestream gesehen, die kam dann vorbei und hat mich dann nach Nürnberg gefahren, da bin ich dann im 24/7 untergekommen. Diese arme, verlorene Seele. Sie hat tatsächlich gemeint, sie hat was Gutes getan. Das ist so ein Nachthotel, wo man auch mit Karte zahlen kann. Das ist dann irgendwo am Arsch von Nürnberg gewesen. Ja, der hätte vielleicht früher mal einchecken sollen. Da war ich dann für 2 Nächte. Und in der zweiten Nacht wurde ich dann auch schon am Abend geleakt. Bin dann also am Morgen gleich ganz früh Rainer, um das jetzt nochmal festzustellen, so für alle Beteiligten, die es noch nicht gecheckt haben, also vor allem auch für Rainer. Ich wurde geleakt, heißt in dem Fall, ich habe mich geleakt. Und zwar 100%ig. Wäre der in dieses Hotel am Arsch von Nürnberg gegangen, hätte da die Füße stillgehalten, die fetten Wasserhaxen, und das niemandem gesagt, wäre er da nicht geleakt worden. Das müssen wir uns immer vor Augen haben. Er wurde geleakt, heißt, er hat sich selber geleakt. gehauen. Genau. Dann war ich etwa eine Woche oder was im Frankenland Hotel. Das war eigentlich soweit ganz cool. Ich finde das total geil,
Ich finde das wirklich total. Er hat noch keinen festen Wohnsitz. Und der rabarbert jetzt hier die komplette Liste an Unterkünften ab, in denen er war im letzten Dreivierteljahr. So. Die, von denen wir wissen und die, von denen wir nicht wissen. Im Endeffekt verbrennt er sich sämtliche noch bestehende Möglichkeiten, irgendwo unterzukommen, weil, wenn er mal wieder von der Bildfläche verschwindet, ja, dann die Leute, die ihn suchen, sich denken, okay, wir haben ja die Liste von Sachen, wo er hingegangen ist. Jetzt wissen wir, wo er Hausverbot hat, da kann er nicht sein. Wir wissen, da wo wir ihn gefunden haben, da ist er wahrscheinlich auch nicht. Ja? Und wir wissen, die Sachen, die er uns erzählt hat, wo er weder gefunden wurde, noch Hausverbot hat. Dann klappern wir die halt ab. Bäm. Und schon haben sie ihn wieder. War recht entspannt. War aber leider ja eben auch nicht von Dauer, weil die Leute dann auch da wieder losgegangen sind. Was ich hier an der Stelle übrigens mal kurz anmerken möchte, ist, dass die da auf ein älteres Ehepaar losgegangen sind. Ja, genau, die sind quies auf ein älteres Ehepaar losgegangen. Wie die Hooligans. Mit den Baseballschläger und die Eishockeyschläger sind sie losgezogen. Mit den Schlagringen und die Ketten haben die... Ach komm, losgegangen. Rainer, denke mal drüber nach, was du sagst. Ja? Was auf jemanden losgehen bedeutet. Weil das ist ein älteres Ehepaar, was das führt. Also haben die da, mal abgesehen davon, dass die sowieso sich immer total daneben benehmen, haben die dann auch noch ein älteres Ehepaar angegriffen. Angegriffen, drauf losgegangen. Alter, da ist wieder... So, und wenn ihr jetzt mitgezählt habt, sind wir inzwischen bei 20 Hotelaktivitäten. Das sind nicht 20 verschiedene Hotels, zwar ein paar Sachen wie zum Beispiel das A&O Hotel. Rainer, wenn du 20 verschiedene Sachen zählen willst, dann hast du aber auf jeden Fall die Socken ausziehen müssen dafür, oder? Also wenn du mitgezählt hast. Hm? Wissen alle, wenn Rainer bis 11 zählen will, dann muss er sich die Socken ausziehen. Wenn er denn Socken anhat. Deswegen hat der nie Schuhe an. Ich glaube, ich bin deiner Sache auf der Spur. Oder auch das Excelsior oder so, das kommt ja mehrfach vor. Aber das sind 20 verschiedene Hotelaktivitäten im Lauf von einem Jahr. Genau genommen. Rainer, du bist der fette Obdachloser, der nichts kann. Dass du überhaupt die Möglichkeit hast, in 20 verschiedenen Hotels in einem Jahr zu pennen, ist ein Wunder. Weißt du, wo Leute wie du normalerweise schlafen? Fette Obdachlose, die nichts können. Die schlafen unter der Brücke. Und nicht im Hotel. Und schon gar nicht in 20 verschiedenen Hotels. Im Lauf von 7 Monaten. Ich war dann in Bad Windsheim in der Pyramide. Da war ich auch nur eine Nacht. Das war der 30.09. dann. Ja, da hätte sich gleich einbalsamieren lassen können. Ungefähr. Und dann bin ich ein paar Tage Aber es ist wirklich wie bei Scotland Yard, oder? Wo dann am Schluss Mr. X aufdeckt, wo er von wo nach wo er gefahren ist, dass man das auch nachvollziehen kann, damit er nicht beschissen hat. Tage anderweitig untergekommen, weil es ist auch ein relativ teures Hotel. Und dann war ich dann nochmal für circa 1,5 Wochen. Da wurde ich dann ebenfalls nicht geleakt, also ich wurde in beiden Fällen nicht geleakt. In den 1,5 Wochen habe ich einige Sachen gemacht und einige Sachen erledigt. Dann war ich in der Airbnb-Wohnung in Herzogenaurach. Da war ich knapp einen Monat. Das ist circa vom 2.11. bis circa 25.11. war das. Da wurde ich dann aber auch wieder geleakt. Da sind dann sogar Leute ins Haus eingebrochen. Im Treppenhaus sind dann ganz nach oben gegangen, wo die Wohnungen waren, haben dann nicht gewusst, ob das eine oder das andere meine Wohnung ist und haben dann tatsächlich vor die Wohnungen gepisst. Also die haben im Treppenhaus vor diese Wohnungen gepisst. Die haben da rumgeklopft wie irre. Picture it didn't happen. Rainer, du kannst behaupten, was du willst. Liefer mir einen Beweis, dass es passiert ist, dann einen hieb- und stichfesten, dann glaube ich das. Quelle Trust Me Bro ist bei dir nicht angesagt.
Die haben da rumgeschrien wie irre. Die haben da Scheiße gebaut wie irre. Die hatten vorher fast 20 Minuten lang Kringelstreich gemacht. Ich habe davon auch ein Was, Kringelstreich? Haben die Fettkringel an die Fensterscheiben geschmissen? Video. Haben sie die ganze Zeit geklingelt, alle 20 Minuten lang. Richtig krank. Richtig krank. Und ja, und dann war ich nochmal für 2 Tage in der Pyramide und habe mich dann über Weihnachten hinweg versteckt. Ich war dann Rainer, du hast dich übers komplette Jahr hin versucht zu verstecken. Und über Weihnachten weiß ich nicht, keine Ahnung. Da wird schon wieder irgendeinen gefielsduseligen Spongo gegeben haben, der dich aufgenommen hat. Wieder besseren Wissens und jegliche menschliche Vernunft. ab dem 8.1. nochmal in der Pyramide. Da war ich auch knapp eine Woche. Dann bin ich da auch wieder gelegt worden. So, das war der letzte Leak bis jetzt. Jetzt haben wir ja aktuell den 26.01. Bisher bin ich ungelegt. Ich hatte jetzt noch einige andere Hotels. Ich war zwischendurch auch noch in ein paar kleineren Hotels untergekommen oder auch einigen Gaststätten und so weiter und so fort im Umkreis von Nürnberg, Erlangen, Fürth. Teilweise war ich Richtung Würzburg unterwegs. Wie gesagt, Anfang des Jahres war ich auch, also Mitte des Jahres war ich auch eine Zeit lang im Ausland. Im Ausland ist es jetzt immer noch die Madeira-Geschichte. Will er uns immer noch verzapfen, dass er in Madeira war, als er bei Mario in einem Keller gepennt hat? Ey. Da weiß er nicht mehr, was du sagen sollst. Wir waren eine Zeit lang im Ausland. Das war da, wo er die Madeira-Märchen erzählt hat. Mit diesem top photoshoppten Foto. Was überhaupt nicht möglich ist nachzuvollziehen, welches Stockfoto er da genommen hat. Und einfach ein bisschen, ne? Alter. Da hat er doch auch Ding hier getroffen. Unge, aber war kein schönes Treffen, oder? Was jetzt auch viel gelegt wird oder gelegt wurde, war zum Beispiel der Bäcker in Emskirchen, dass ich beim Bäcker. Ja, reiner Kältebrief. Also das zählt jetzt mal definitiv nicht als Leak. Dass du gern beim Bäck in Emskirchen sitzt, das ist hinreichend bekannt. Und nicht erst seitdem du dein Haus verkauft hast. Ganz ehrlich, der Bäck in Emskirchen, ich möchte nicht wissen, wie viel Umsatz der in den letzten 10 Jahren mit Hatern gemacht hat, die als erstes mal geschaut haben, wo du da drin hockst. Erzähl mir nix. Das ist kein Leak. Ja? Das ist genauso wie wenn irgendwie, keine Ahnung, meine Kumpels mich suchen und ich bin nicht daheim und dann suchen sie mich halt in meiner Stammkneipe, weil sie wissen, da bin ich dann ansonsten oft. Ja? Gerne im Skirchen bin. Wo ich sagen muss, unter aller Schweinerei, dass dann mitten beim Bäcker die Leute dann sich mit 10 Leuten da hinsetzen, rumplärren, die ganzen Leute, die da essen wollen, trinken wollen, dann rumschreien. Das Coole ist immer, was ich immer interessant finde, im Internet steht immer, beim Bäcker sitzt der Oger, blättert rum, frisst mir alles weg. Das stimmt ja auch. Wir wissen, für wie. Burchi hat da angerufen, die haben ihm frühwarm erzählt, für wie viel Euro du am Tag da drin gefressen hast. Natürlich frisst du alles weg. Und natürlich hast du die Leute angebrüllt. Wir haben es ja auch mitgekriegt. Und schreit rum und macht sich voll zum Affen so ungefähr. Und wenn ich mir dann oft einmal das Verhalten Rainer, ich habe auch das Video dann vor dem Back draußen auf dem Parkplatz gesehen. Auch da ist derjenige, der rumgeschrien hat, du gewesen. Nicht die Hater. derer anschaue, die da wirklich sind und sich dann da zum Affen machen und dann auf mich losgehen, dann denke ich mir immer, wer ist hier in letzter Zeit eigentlich wirklich der Oger? Ja. Du bist der Oger. Rainer, du bist der Oger. Du bist der geistig Minderbemittelte mit dem Unterbiss, der nach Kumis stinkt und sich in Löchern versteckt. Du bist der Oger. Weil unzivilisiert und asozial verhalte ich mich definitiv nicht. Doch, Rainer.
Du verhältst dich unzivilisiert und asozial. Das ist der einzige Grund, warum dieses komplette Game existiert. Das ist des Pudels Kern, ja, sozusagen. Der einzige Grund, warum dieses Game existiert, ist, dass du dich unzivilisiert und asozial verhalten hast. Ansonsten gäbe es das Game heute gar nicht. Im Gegenteil. Was nach wie vor auch... Und im Gegenteil zu sagen, ist nicht ein ausreichendes Argument. Ist nicht so. Auch geleakt wird, ist die Frau Schweighöfer. Da wird immer wieder behauptet, dass ich bin, obwohl es überhaupt nicht der Fall ist. Wir wissen, dass du zwischenzeitlich da mal warst. Ne? Wir wissen, dass sie auch gekommen ist und dich getröstet hat, als du da vom Landrat abgesessen hast. Die bestellt und nicht abgeholt, weil keiner einen Fick drum gegeben hat. Was ich auch nicht nachvollziehen kann, ist generell, dass da immer wieder irgendein Mist passiert. Auch generell weiß ich von verschiedenen Leuten, dass wohl auch immer noch Leute zu meinem ehemaligen Haus gehen. Ich meine, das Haus gibt es ja nicht mehr. Aber auch da nach wie vor randalieren ohne Ende. Ach, Schmarrn wird da randaliert. An Krampf wird da randaliert. Ich hab's mir auch letzten Sommer mal überlegt, als ich in der Gegend war, ob ich da kurz vorbei schaue, einfach mal, ne, um das Feeling zu haben. Wie gesagt, um da gewesen zu sein. Auch wenn es das Haus nicht mehr gibt und alles, aber ne? Aber auch wir hätten zum Teufel nicht randaliert. Und es wird da sicher niemand. Der einzige Grund, warum der Turn-Up war, warst du. Und wenn du da nicht mehr bist, ist da auch kein Turn-Up mehr. Und dann wird auch nicht randaliert. Vielleicht nehmen die sich noch ein paar Barreckerl von der Schanze mit als Erinnerungsstück und dann geht's wieder nach Hause. Ja, dann holt man sich beim Beck noch was. Oh, da läuft mal ein Drachenlord über den Weg. Und dann war's das. Randaliert wird da, ja, ganz genau. Wird da sicher randaliert. Seit dem 1.3. letztes Jahr, also seit ich da ausgezogen bin, sind da jeden Tag Hater, sind da jeden Tag Menschen irgendwie. Woher wüssten du das wissen? Verzeih mir doch das einmal. Du bist da raus und da warst du da wochenlang nicht mehr dort. Woher willst denn du wissen, dass da jeden Tag Leute sind? Es sei denn natürlich, du hättest nebenan bei Marion gewohnt über Wochen und Monate. Dann wüsstest du, dass da jeden Tag Leute sind. Aber das kann ja nicht sein, weil du hast nämlich gerade vor einer Minute gesagt, dass du nicht da gewohnt hast. Eine der Storys ist Bullshit. Nach Ausschlussverfahren, Rainer. Die da irgendwie randalieren, rumschreien und einfach den Affen markieren. Ja, die können den Affen nicht mehr markieren, weil der wohnt da nicht mehr. Bei der Gemeinde Emskirchen ist es ebenfalls nach wie vor der Fall, soweit ich informiert bin. Das weiß ich darüber jetzt nicht genau, aber das ist auch der Fall. Dann gibt es noch Taxi Rösner. Das wurde jetzt gegen den 14.01. Wurden die angegriffen, weil die mich ja... Weil die dich täglich zum Beck zum Fressi-Tanken gefahren haben. Lieber Herr Winkler, der ja ach so arm ist und kein Geld hat und sich mit dem Taxi zum Beck fahren lässt, damit er dafür 50 € Zuckerschmutz fressen kann. Oft gefahren haben, weil ich halt denen vertraut habe oder vertraue und inzwischen darf ich auch mit denen nicht mehr fahren, was auch für mich ein großer Verlust ist, da es für mich sowieso schon schwer genug ist, ein vertrauenswürdiges Transportmittel zu finden, weil... Rainer, deine mit Wasser gefüllten Elefantentreter, per Pedes, sag ich bloß, mehr zu Fuß gehen. Ich weiß, 50 € Zuckerschmutz vom Beck kriegst du auch, wenn du da zu Fuß hingehst, nicht wieder runter trainiert, aber es wäre ein Anfang. Ich kann in den Öffentlichen schlecht fahren, da kann ich die Hater nicht abhängen. Rainer, in den Öffentlichen musst du doppelt zahlen, wenn du mindestens 2 Plätze brauchst. Und den Hatern aufs Maul zu hauen, kurz bevor ich aus dem Zug springe und der Zug fährt weiter, ist halt auch keine Option. Das ist richtig, Rainer. Das ist keine Option, weil dann fährst du nämlich ins Camp Knacki ein. Auch wenn ich das sagen muss, dass es immer verlockend ist. Ist ja wieder der große Pazifismus, Lord. Einfach um meine Aggression gegen diese weltfremden, asozialen Spasten. Er bezeichnet andere Leute als weltfremd. Köstlich. Und das kann man sie wirklich nicht nennen. Die auch noch dazu absolut keinerlei Toleranz haben und sich... Ich habe keine Toleranz dir gegenüber. Ich kann dich nicht tolerieren. Das geht nicht. Die Dinge, die du sagst, tust, ich kann dich nicht... Ich bin
dir gegenüber sehr intolerant. Das ist richtig, weil ich kann es nicht tolerieren, wie du dich verhältst. Ich kann auch deine Anspruchshaltung nicht tolerieren an die Welt, dass du der Meinung bist, du hast in deinem Leben irgendwie 3 Jahre lang mal Aushilfsjobs gemacht, mehr schlecht als recht, bist überall rausgeflogen, nach kürzester Zeit, weil du dumm, fett und unfähig bist. Und jetzt schuldet dir die Welt so viel, dass dir alle Leute die Barne hinter nachschmeißen müssen, damit du dich in ein frühes Grab fressen kannst. Nein, das ist für mich nicht zu tolerieren. Und wir fangen noch nicht einmal an von diesen ganzen sexuellen Belästigungsgeschichten mit den ganzen anderen Geficke. Ja? Das ist nicht tolerierbar für mich. Im Gegenteil, im Gegensatz zu mir auch noch total asozial anderen Menschen gegenüber verhalten. Nee, das ist für mich einfach, es ist unvorstellbar für mich, so, dass diese Menschen in dieser Form überhaupt existieren dürfen oder überhaupt auf freien Fuß sein dürfen. Für mich ist es unvorstellbar, dass du auf freiem Fuß sein darfst. Ganz ehrlich, weil so oft wie du gegen deine Bewährung verstoßen hast, war ich der Meinung, wer das tut, landet im Knast. Ich habe immer gedacht, wenn man auf Bewährung verurteilt wird, dann ist das ein Schuss vor den Bug, dann ist 5 vor 12 und wenn man sich nur das Geringste leistet, geht man ins Gefängnis. Und du hast mich eines Besseren belehrt. Weil für sie ist es ein Spaß, ja. Aber ich glaube nicht, dass es für die ganzen Menschen um mich herum ein Spaß ist. Keine, die ganzen Menschen um dich herum sind da geschmeidig scheißegal, laber nicht. Ich glaube nicht, dass die Menschen, die beim Bäcker sitzen, es lustig finden, wenn ihr da rumsitzt und mich anschreit oder mich anmault oder mich filmt und dann auch noch sie filmt, dann alles ins Internet stellt, dann doch immer noch mehr Leute dahin lockt. Ich glaube nicht, dass die Leute, die die Hotels führen, es witzig finden, dass da permanent Tausende und Abertausende von negativen Rezensionen kommen. Ja, dann geh halt da nicht mehr hin. Dass dann permanent Pizzabestellungen kommen, mal abgesehen davon, wie die ganzen Pizzalieferanten angegriffen werden und so weiter. Rainer, ich würde mal das Handy auf die Seite legen, wenn du hier wieder ein Video aufnimmst. Das ist dieselbe Scheiße wie mit seinem räudigen Dingens-Vlog. Ihr erinnert euch aus dem Sommer, wo er da irgendwie über sein Leben erzählt hat. Du merkst immer, wenn er das Handy gerade in der Hand hat. Hauptsache irgendwie im Hintergrund noch hier Cookie-Clicker spielen oder so eine Scheiße. Und dann da ständig Bestellungen kommen und so weiter und so fort. Und vieles mehr in die Richtung. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das einen riesen abartigen Witz. Aber echt einen riesigen abartigen Witz. Nun gut. So viel schon mal dazu. Ja, ich finde es gerade ja auch wieder lustig. Ich habe übrigens gerade Informationen, jetzt gerade, während ich das hier aufnehme, habe ich Informationen bekommen. Ich war heute, das wollte ich auch noch ansprechen, genau. Ich bin jetzt aktuell in Berlin. So viel ist ja bekannt. Ich habe vor, ich weiß nicht, 4 Tagen, war das am Montag oder am Dienstag? Ich habe auf jeden Fall vor ein paar Tagen an der Berliner Mauer einen unsäglichen, räudigen Arschloch-Stream gemacht. An der Berliner Mauer habe ich da einen Livestream gemacht. So. Okay, so viel erstmal dazu. Und das Interessante an der Aktion von diesem Livestream ist, dass die Hater direkt während ich diesen Livestream gemacht habe, versucht haben herauszufinden, wo ich bin. Rainer, das musste niemand versuchen herauszufinden, wo du warst. Du wolltest, dass diese Leute herausfinden, wo du bist. Rainer, du bist an der Mauer entlang gelaufen bei der Mercedes-Benz Arena, hast dir die Reklametafel und die Mercedes-Benz Arena und die einzigartigen Graffitis an diesen Mauerstücken da gefilmt, damit die Leute rausfinden, wo du dich befindest. Damit da Leute kommen und Turn-Up veranstalten. Das ist der einzige Grund. Der einzige Grund, warum du das gemacht hast. Da musste niemand versuchen herausfinden, wo du bist.
Die wussten, wo du bist, weil du es gesagt hast. Du hast es ihnen gezeigt. Hier, ich stehe direkt vor der Mercedes-Benz-Arena. Bam. Und was ist passiert? Gar nichts. Gar nichts ist passiert. Dann versucht haben herauszufinden, in welchem Hotel ich bin. Ich habe mehrere Screenshots davon. Ich weiß nicht, ob ich euch die hier einblende oder nicht. Ich weiß es nicht. Natürlich nicht. Wer hat der Arbeit jetzt da? Auf jeden Fall ist es wohl so, dass die Hater dann mehrere Hotels geleakt haben, wo ich angeblich bin. Ja, er weiß offensichtlich nicht mal, was geleakt heißt. Die haben dann behauptet, du wärst in Hotels, in denen du dann nicht warst. Oder vielleicht doch warst, keine Ahnung. Lügenlord. Ich muss in dem Fall sagen, ich bin überaus beeindruckt über ihre in dem Fall extreme Inkompetenz. Der Satz sagt mir schon, dass das richtige Hotel 100%ig dabei war. 100%ig. Diesen Satz würde er nicht bringen, wenn das richtige Hotel nicht dabei gewesen wäre. Dann wäre er ganz anders unterwegs. Dann wäre er so richtig smart. So. Denn sie sind nicht mal ansatzweise in der Nähe. Vielleicht liegt es auch daran, dass Berlin einfach so groß ist. Aber sie sind nicht mal ansatzweise in der richtigen Nähe. Das ist auch wieder sowas. Ja, ich will ja gar nicht provozieren. Aber haha, ihr habt das richtige Hotel nicht gefunden. Nicht mal ansatzweise. Sucht doch weiter. Das ist wieder dieses findet mich doch, ihr lieben Haterlein. Das ist wieder reine Provokation. Ja, es ist einfach total lächerlich. Aber was auch interessant ist, ist, dass halt dann wirklich Leute aus dem Hotel geworfen wurden. Also da müssen Leute ins Hotel gegangen sein, müssen dort die ganzen Hotelgänge gelaufen sein, müssen da wohl auch rumgeschrien haben da dann wohl auch irgendwie mehrere Gäste belästigt. Und Rainer, woher willst du das wissen, wenn das nicht das Hotel war, in dem du warst? Es ist dieselbe Geschichte wie, ja, ich war nicht bei Marion, aber ich weiß, dass jeden Tag Leute an der ehemaligen Schanze waren. Entweder du warst gar nicht in diesem Hotel, dann weißt du nicht, dass die Leute durch den Gang gelaufen sind und da rausgeflogen sind. Oder du warst in einem Hotel, dann haben sie dich aber gefunden. Dann ist nicht Ella Badge, ihr findet mich nicht, weil ihr seid so dumm. Wurden dann auch von denen auch, also von der Rezeption dann auch aus dem Hotel geworfen. Die lächerlichste Aktion war wohl vom ASB-Anzeiger, oder wie der heißt. Der, wo angeblich ja direkt neben mir wohnt, so ein kleiner Spaggo, der die ganze Zeit mich immer geleakt hat oder Sachen von mir veröffentlicht hat. Übrigens, du bist eine extreme Lachnummer. Du besitzt keinerlei Ehre und vor allem besitzt du keinerlei Stolz. Ja. Wenn du hergehst und auf mir rumhackst, ja, einem Menschen, der in Emskirchen geboren und aufgewachsen ist und der jederzeit seine rechte Hand oder auch seine linke Hand oder irgendein anderes Körperteil für jemanden aus Emskirchen geopfert hätte. Ach, halt dein Maul, Rainer. Halt dein Maul, deine rechte Hand würdest du nicht opfern, nicht um viel Geld, das ist deine einzige Sexualpartnerin. Und noch dazu, ich erinnere mich noch, wie du rausgefahren bist aus diesem Scheißkaff. Dieses Dreckskaff und die sind alles Arschlöcher. Meine Nachbarn gehen mir alle am Arsch vorbei. Ist mir scheißegal, ob hier die Hater kommen. Diese ganzen Sachen. Es ist mir alles wurscht, ja. Ich bin hier und alles andere ist scheißegal. Gott sei Dank bin ich jetzt hier weg, ja. Blablabla, wie du versucht hast, den Leuten bei ihrem Fest, das sie geschmissen haben, weil du endlich weg warst, die Hater auf den Hals zu hetzen. Bla 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 bla. Und jetzt, ich hätte hier Körperteile geopfert für jemanden aus diesem Dorf aus Stolz. Halt dein Maul. Du besitzt keinerlei Ehre, du besitzt keinerlei Stolz und du bist ein echter Lappen. Zumal war das Witzigste an der Aktion, der hat riesig die Fresse aufgerissen, dass er kommen würde nach Berlin. Der hat sich 8 Stunden Zeit genommen in Berlin, um mich zu suchen und mich zu jagen. Gefunden hat er mich am Ende nicht. Wurde dann, glaube ich, auch von vielen Hatern dann verarscht dafür. Ich kann nur sagen, was für eine unfassbare Lachnummer. Jetzt gerade, weil ich jetzt gerade gesagt habe, ich habe ja gerade eine Nachricht bekommen, jetzt gerade ist es schon wieder so. Die vermuten mich immer noch in der Nähe von der Mauer, obwohl ich da nicht bin. Ich bin nicht mal in der Nähe davon. Ja, er ist halt in der Nähe von der Mauer.
Auf jeden Fall ist es so, dass die Hater da jetzt wohl Folgendes geschrieben haben. Also sie haben erstmal wieder ein Bild gemacht von meinem Livestream. Ich habe heute einen Livestream gemacht auf TikTok. Sie haben mich fotografiert, also es waren welche vor Ort, die dann da mir nachgelaufen sind, als ich zum Auto gelaufen bin. Was denn für ein Auto? Du hast doch gar keinen Lappen. Und haben mich dann fotografiert von hinten. Natürlich haben sie nicht die Eier gehabt, mir nachzurufen, sonst hätten sie ein paar aufs Maul gekriegt. Ja, genau, Rainer. Ja, genau. Wie es ihm gerade passt. Entweder, die haben nicht mal die Eier, mir nachzurufen, bla bla bla, oder, die sind so asozial, die rufen mir nach. Aber die Eier hatten sie natürlich nicht, sondern sie sind mir lieber leise nachgeschlichen. Na gut, ich hatte sie auch bemerkt, als sie mir nachgelaufen sind, mal abgesehen davon, aber ich hatte auch keine Lust, mich da irgendwie groß zu prügeln. Wenn sie mir allerdings groß nachgeschrien hätten oder was, wäre ich wahrscheinlich umgedreht, hätte alle 3 umgehauen. Es waren 3 oder 4 so Lappen. Und das Geile an das Er hätte wieder mehrere Leute gleichzeitig hier Roundhouse Kicks hat er alle vernichtet. Wir wissen alle, wie 6 Jahre Kampfsport, bla bla. Sache ist, die haben jetzt hier Folgendes geschrieben. Erst haben sie ein Bild gepostet von mir und von einem Auto im Hintergrund, in das ich eingestiegen bin und weggefahren bin. Danach haben sie mich nämlich verloren. Sie haben ein Foto gepostet von der Berliner Mauer, allerdings Google-Ansicht, wo man von oben die Mercedes-Benz Arena sieht und irgendein Holiday Inn ist wohl irgendein ist Zentrum Eastside. Das ist wohl irgendein Hotel in Berlin Eastside irgendwo. Haben die jetzt ein Hotel geleakt. Ich bin da halt auch nicht. Und die haben jetzt Folgendes geschrieben. Rainer wurde beobachtet, wie er in dieses schwarze Kombi von Miles gestiegen ist. Das ist so ein, das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Das habe ich aus Berlin erfahren. Das ist ziemlich cool. Das ist anscheinend sowas ähnliches wie diese komischen Rollerchen. Gibt es wohl in vielen größeren Städten, sogar im Ausland, glaube ich. Die kann man sich quasi mit Carsharing, kann man sich die quasi mieten. Das ist ziemlich cool. Und da ist jetzt keiner in der Nähe gewesen, also konnten die nicht einsteigen und nachfahren. Kurze Zeit später wurde der Kombi vor dem Hotel Holiday im Eastside gesichtet, dessen Beifahrersitz auch auf Rainers Figur eingestellt war. Ja, auf meine Figur. Ich bin ja auch der Einzige, der möglichst tief und möglichst weit hinten im Auto sitzt, damit er nicht gesehen wird, weil er hinten durch die schwarze Scheibe raussehen kann. Und es gibt auch mit Sicherheit nur diesen einen einzigen Kombi von Miles. Das ist doch, das ist diese Lachnummer von alleine. Das Hotel ist in unmittelbar. Er labert jetzt hier einfach schon wieder viel zu viel, als dass ich es ihm glauben würde. Das ist genau so passiert, offensichtlich. Die haben rausgefunden, wo er ist, und jetzt versucht er da irgendwie rauszulabern, sodass er da halt nicht ist. Wie gesagt, ich nehme hier den zweiten Teil von dem ganzen Bums deutlich nach dem ersten auf, was in der letzten Zeit dann noch rausgekommen ist. Ich habe auch die 2 darauf folgenden TikTok-Streamers noch nicht gesehen, weil ich die jetzt hier danach noch entweder jetzt direkt danach oder heute Abend noch aufnehmen will. Und wenn jetzt dann irgendwas anderes rausgekommen ist, aber meine Vermutung ist, genau da in dem Hotel war er, genau da haben sie ihn gefunden, genau deswegen verzapft er jetzt diesen Scheiß. Unmittelbarer Nähe der letzten Streams von Rainer. Und zum Ende des Streams bewegt er sich auch in die Richtung des Hotels. Ja, ich habe mich das letzte Mal, das müsst ihr euch mal vorstellen, ich habe mich das letzte Mal in die Richtung dieses Hotels bewegt. Das ist richtig, wenn ich das auf der Karte richtig deute und richtig erkenne, obwohl ich mir nicht einmal sicher bin. Aber das Coole an der Sache ist, ja, ich habe mich in diese Richtung bewegt, weil da mein Fahrer stand, der mich gefahren hat. Und genau das Gleiche war. Zu dem Hotel. Ich habe da eine Frau kennengelernt, mit der ich kurz ein Foto gemacht habe. Die ist auch einfach aus Berlin anscheinend. Ist einfach nur eine Zuschauerin, die ein Foto machen wollte. Dann mache ich mit ihr kurz ein Foto, dann kommt mein Fahrer angefahren. Rainer, du hast keine Zuschauer, die einfach Fotos machen wollen. Du hast Hater. Also entweder war es eine Haterin oder sie kam aus Denken. Das sind die 2 Möglichkeiten. Also entweder war es eine Haterin oder es war eine Kissenwurfaktion. Bringen ins Auto und wir sind weg. Und dann haben die sich da den ganzen Abend den Wolf gesucht, dass ich da in der Nähe bin.
hatten dann schon ein, zwei andere Hotels, wo sie auch aus dem Hotel geworfen wurden, weil sie da Randale gemacht haben. Ja, das ist eine echt bittere und harte Nummer. Also sorry, aber das ist für mich eine absolut unvorstellbare Aktion. Das ist für mich unvorstellbar, wie man so eine asoziale Aktion durchziehen kann. Ja, ist halt höchstwahrscheinlich gelogen alles. Aber gut, ich bin da zum Glück nicht in der Nähe und mich wundert echt die Inkompetenz der Hater aktuell. Also entweder sind die ganzen intelligenten Hater endgültig abgesprungen, die mitbekommen haben oder die das rausfinden konnten, wo ich bin, oder die sind aktuell einfach ganz besonders unfähig. Oder vielleicht stimmt doch die Theorie von vielen, dass ich einfach in einer Großstadt viel leichter untergehe. Ich persönlich bin ja der Meinung, Rainer, untergegangen bist du schon lange. Ja? Untergegangen bist du schon lange und untertauchen funktioniert bei dir auf Dauer auch nicht. Es sei denn, du hörst jetzt endlich mal auf, im Internet irgendwelche Scheiße zu verbreiten. Hier keine TikTok-Streame müssen mehr machen, keine so eine Scheiße mehr hochladen auf Odyssey, keine Blogs mehr schreiben, kein gar nichts. immer nicht gewesen, weil ich einfach ein zu bekanntes Gesicht habe. Aber ich gehe dann in der Masse von Berlin vielleicht doch unter. Zumindest sieht es im Moment so aus. Ja, dann bleib doch da. Das ist doch cool. Jedenfalls kann auch jederzeit ein anderer dieses Auto genommen haben. Ist ziemlich lächerlich, wenn ihr mich fragt. Aber gut. Auf jeden Fall danke ich euch jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich weiß noch gar nicht, was ich gemacht habe, ob ich euch jetzt einfach nur ein Bild reingepackt habe oder ob ich euch jetzt da wieder Nichts hast du gemacht, so wie immer. Nichts. richtig die Mühe gemacht habe. Ich glaube, ich habe euch einfach nur ein Bild reingepackt und das ist einfach nur eine Art Podcast jetzt. Dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und ja, ich hoffe, wir werden morgen auch wieder ein Video haben. Bis dahin, euer Drache. Tschüss. Ach, und sorry für die langen Texte, aber es ist wirklich sehr viel passiert in der letzten Zeit. Ja, schön. Es kommt jetzt nochmal ein nicht ganz so langer Text, es sind 7 Minuten, aber wenn wir erzähle ich das, ich bringe das hier eine Woche zu spät raus. Ihr habt das bei 500 anderen Hatern schon gesehen. Danke an die, die sich die Scheiße hier trotzdem nochmal geben bei mir, auch wenn sie verspätet kommt. Gut ist alles Dry Age Matt. Mir scheißegal, verpisst euch! Die würden nicht wach werden, wenn ihr hier nicht rumscheißen würdet, Alter! Du hältst mich für die Lachfigur, weil ich mich verteidige, wenn... Gut, da im letzten Video gesagt wurde, dass die Qualität von meinem Mikrofon zu schlecht ist, werde Habe ich einfach rein gar nichts gemacht, Rainer. Weil deine Mikroqualität ist noch beschissener als im letzten. ich jetzt mal versuchen, das mit einem schlechteren Mikrofon aufzunehmen. Vielleicht ist die Qualität dann besser oder sie ist Alter. 9 Sekunden. Es sind 9 Sekunden in diesem Video. Das kannst du nicht ausdenken. Die Leute haben sich darüber beschwert, die Qualität ist zu scheiße. Dann habe ich es mit dem beschissenen Mikro jetzt aufgenommen, damit es noch beschissener wird. noch grottiger. Denn eigentlich habe ich das mit meinem Headset aufgenommen und die Qualität von dem Headset ist eigentlich ziemlich gut. Aber gut, wie ihm auch sei. Vielleicht habe ich auch den Pegel zu weit unten gehabt. Vielleicht habe ich das Rauschunterdrückung vergessen, was ich gerade merke, dass ich wirklich vergessen habe und so weiter. Also, kurz zusammengefasst. Das Video hier läuft jetzt nach einer Erpressung, denn ich werde gerade erpresst von Mimon Baraka dadurch, dass ich behauptet habe, im Ausland zu sein, obwohl ich das nicht gewesen sein soll, weil Rainer, du warst nicht im Ausland. Du warst 1-2 Stunden in Italien und bist wieder zurückgefahren. Das ist dein einziger Auslandsaufenthalt gewesen im letzten Jahr. Laber nicht. Du warst nicht auf Madeira. Punkt. eher Beweise habe, dass ich eben nicht im Ausland war. Geplant war, dass ich ins Ausland gehe für diese 2-3 Monate, wobei ich nicht ganz 3 Monate dahin wollte, sondern nur ein paar Wochen. Rainer, also erstens, es war geplant mehrere Monate, aber ich wollte gar nicht mehrere Monate, sondern nur ein paar Wochen. Rainer, es war nicht geplant, du wolltest auch nicht und du warst auch nicht im Ausland. Laber keine Scheiße, wir wissen, dass du nicht im Ausland warst. Und jetzt ist die Situation die, dass er mich jetzt eben gerade versucht, über das Internet, über Twitch, Twitter und so weiter zu erpressen. Da sieht man mal wieder, was für ein asozialer Haufen das ist. Da sieht man mal wieder genau, welche Methoden die Hater anwenden, möchte ich an dieser Stelle noch anmerken, weil das Verhalten der Hater hier genau die Straftaten beinhaltet, die sie immer sonsterweitig immer mir zuschieben wollen. Erpressung, Belästigung, Nachstellung, Datenleak und viele, viele andere weitere. Ja, und hier haben wir die Situation eben, dass
Rainer, du bist einfach ein verlogener Hodenkobold und das ist das Problem. Und wenn du einfach ehrlich bleiben willst, dann würden die Leute nicht so viel liegen. Jetzt erst vor kurzem war es wieder so diese Scheiße, wo du erzählt hast, ich sitze auf der Straße und rauskam, du saßt im 4-Sterne-Spa-Hotel. Mimon Baraka eben behauptet, dass ich wo gewesen sein soll, wo er angeblich weiß, dass ich war. Ich persönlich habe von Anfang an in meinem Video gesagt, dass ich nicht sagen werde, wo ich war. Beinhaltet auch die Aussage, dass ich nicht korrekt behaupte, wo ich bin. Ja, das ist wieder so, dass, wenn ich es ankündige, dann heißt es nicht, dass es kommt, bla bla bla. Er labert hier wieder irgendeinen Schluss. Rainer, ich habe dir gerade 40 Minuten dabei zugehört, wie du gesagt hast, wo du überall warst im letzten Jahr. Entsprechend nicht gelogen. Ich habe in meinem Video von Anfang an gesagt, dass ich die Orte, an denen ich ungeleakt war oder ungeleakt bin, eben nicht leaken werde, weil ich natürlich weder Menschen noch Hotels noch Unterkünfte noch Wälder noch Orte noch was auch immer leaken will, wo ich untergekommen bin oder untergekommen war. So, nach dem 5. Mal, wo ich jetzt unterbrochen wurde, habe ich jetzt das Handy mal kurz auf lautlos gemacht. Bei mir geht ja das Telefon in 5-Sekunden-Takt. Also, kurz zusammengefasst für den Abschluss vom Video. Ich habe es am Anfang schon mal kurz angesprochen. Das Video hier ist jetzt nur deswegen entstanden, weil Mimon Baraka meint, er könne mich erpressen. Nun, ich persönlich gehe davon aus, was auch immer er hat, was er veröffentlichen möchte, wird er veröffentlichen, unabhängig davon, was ich jetzt mache. Zudem gehe ich weiterhin davon ist auszugehen. Da muss ich ihm jetzt tatsächlich mehr recht geben. Davon aus, dass selbst wenn er es hat, was er mich womit er mich erpressen könnte, würde er entweder hergehen und mich jetzt damit dauerhaft erpressen. Das heißt, es kommt immer wieder was Neues. Also er wird immer wieder versuchen, mich zu erpressen. Er erpresst mich jetzt damit, dann kommt das nächste Mal, erpresst er mich mit, ja, sag das, was ich dir behaupte, was ich dir sage. Der will mit mir die gleiche Sache abziehen wie mit dem echten Mimon Baraka. Der behauptet irgendwas, versucht mich damit zu erpressen und versucht auf die Art und Weise mich zu ficken. Aber Junge, so funktioniert diese Welt nicht. So funktioniert vor allem die Welt mit mir nicht. Du wirst mich nicht erpressen. Fakt ist, ich war nicht im Ausland. Fakt ist aber auch, dass ich in meinem Video von vornherein gesagt habe, dass das nicht der Fall ist. Rainer, du hast in diesem einen Video, ein Jahr auf der Flucht, gerade vorhin gesagt, dass du im Ausland warst. Aber ich finde es ja schön, dass du jetzt wenigstens zugibst, dass du nicht im Ausland warst. Ich hatte in meinem Video, wie ich anfangs auch angesprochen habe, gesagt, dass ich nicht sagen werde, wo ich war in der Zeit, in der ich nicht geleakt wurde. Fakt ist, ich wurde 3 Monate nicht geleakt und das geht ihm ziemlich tierisch auf die Nüsse. Jetzt will er irgendwas behaupten, wo ich angeblich war. Dabei hat er absolut keine Ahnung, wo ich war. Wird wahrscheinlich irgendwelche unbeteiligten Personen oder er hat ja behauptet, ich hätte angeblich bei einem Kumpel gepennt oder irgendwas in die Richtung. Oder da geht auch jedenfalls gehen da dauernd die Gerüchte irgendwie rum momentan im Telegram, wie ich das mitgekriegt habe. Und auch andere Aktionen. Ne? Also es wird momentan überall behauptet, ich hätte das und das und das und das gemacht, ja. Dann behauptet man, ich war in dem Hotel, dann behauptet man in dem Hotel. Was haben wir denn jetzt hier in Berlin gehabt? In Berlin war es doch genauso. Es wurden behauptet, ja, weil ich an der Mauer gestreamt habe, war ich in der Nähe von der Mauer. Ja, natürlich, Rainer, weil du wiegst 1/4 Tonne und du wirst dich wahrscheinlich nicht weit davon entfernt haben. Wir kennen dich doch, Rainer. Wir kennen dich doch. Du hast doch auch wenn du mal sonst irgendwo irgendwie aus der Natur gestreamt oder Videos gemacht hast, als du noch in der Schanze gewohnt hast, das war doch alles auch nur im 5 Kilometer Umkreis um Emskirchen rum. Wir wissen das doch. Erzähl doch nix. Freilich bist du da in der Nähe gewesen. Oder glaubst du, dass wir dir abkaufen, dass du hier in der ganzen Stadt umeinander warst, den ganzen Tag Sightseeing gemacht hast und dann gedacht hast, boah, das ist ein toller Platz, da nehme ich jetzt auf. Und dann gehe ich wieder ans andere Ende von Berlin zu meinem Hotel. Nein, Rainer, nein, das glaubt dir kein Mensch. Wurden 3 Hotels in der Nähe von der Mauer geleakt jetzt im Laufe der Woche. Und in 2 Hotels sind sogar die Hater dann reingegangen und da drin rumgelaufen. In einem Hotel, soweit ich weiß, sogar irgendwie mit der Verkleidung, dass sie so getan hätten, als wären sie da wohl irgendwie Angestellte oder irgendwas. Ja, genau. Die haben sie als Angestellte, weil wir in der Scooby-Doo-Folge sind, oder was? Bist du komplett Banane? Die haben sich als Angestellte verkleidet. Was ist das für eine hanebüchende Idiotenstory?
In einem anderen Hotel sind sie sogar rausgeflogen, weil sie so randaliert haben. Das habe ich gestern, glaube ich, in meinem Video auch erwähnt. Oder besser gesagt von heute früh, beziehungsweise gestern Abend habe ich das aufgenommen. Also, und jetzt kommt noch die Sache dazu mit dem anderen Hotel von gestern, wo ich gesagt habe. Und jetzt kommt dazu, dass Mimon Bracker wieder behauptet, er hätte irgendwelche Datenleaks, die er veröffentlichen kann. Begeht damit mehrere Straftaten, auch keine wirklich lustigen, weil mit Erpressung sitzt man locker mal 10 bis 50 Jahre, 15. 50 Jahre. Nee, mit Erpressung sitzt du keine 10, also 15 Jahre definitiv nicht. Ich schaue jetzt nochmal nach. Ich habe nachgeschaut, bis zu 5 Jahre oder Geldstrafe. Steht für Erpressung. Also keine 10 bis 15 Jahre, Rainer. 10 Jahre, Entschuldigung, 10 bis 15 Jahre, wenn jetzt sogar noch länger. Also 15 Jahre kriegt man für Mord. Just saying. So, also zum Abschluss des Videos jetzt noch die folgende Aussage. Mimon. Abschluss des Videos. Das Video dauert noch 3 Minuten. Ich persönlich gehe davon aus, egal was du hast, du wirst trotzdem veröffentlichen, was du hast. Denn du wirst immer wieder versuchen, mich damit zu erpressen. Es gibt jetzt also 3 Optionen. Die erste und unwahrscheinlichste, du hältst dich daran, was du behauptet hast und wirst keine Veröffentlichung machen, nachdem ich das jetzt richtig gestellt habe. Die zweite, du wirst hergehen und es trotzdem veröffentlichen, weil du dann sagen wirst, hey, ich habe die ganze Zeit nur gespielt, ich habe dich nie vorgehabt, ich habe die ganze Zeit vorgehabt, dich zu verarschen. Du hast jetzt gelogen, jetzt weiß die ganze Welt, dass du gelogen hast, obwohl ich das in meinem Video von Anfang an gesagt habe, dass ich nicht die Wahrheit sagen werde, aber... Rainer, du hast steif und fest behauptet, dass du im Ausland auf Madeira warst und diese Lüge hast du jetzt über ein halbes Jahr durchgezogen. Die schon von Anfang an höchstgradig lächerlich war. Ja, Schweinchen schlau weiß es natürlich besser. Aber gut, lassen wir das mal dahingestellt, wie dem auch sei. Fakt ist auf jeden Fall, du wirst es entweder... Fakt ist, immer wenn Rainer Fakt ist sagt, kommt eine Lüge. Wirst du es nicht veröffentlichen, was extrem unwahrscheinlich ist. Du wirst es veröffentlichen, davon gehe ich aus. Die zweite Variante also, oder die dritte Variante, und das ist die letzte, wo ich denke, dass auch ziemlich wahrscheinlich ist, eine von der zweiten oder dritten Variante funktioniert wahrscheinlich am sinnvollsten. Du wirst es veröffentlichen, weil du sagen wirst, ich habe es gewusst und ich habe es veröffentlicht und der lügt und man kann ihm nicht glauben, obwohl du bist der lügt, wenn du es veröffentlichst, und genau das ist nämlich der Punkt. Wenn du es veröffentlichen wirst, obwohl ich mich jetzt an das gehalten habe, was du von mir verlangt hast, ja, mit deinem kleinen schwarzen Hirn. Und wirst du definitiv... Also wir fassen es zusammen, Rainer lässt sich nicht erpressen, aber er tut das, was von ihm verlangt wird vom Erpresser. Ach, komm. Definitiv trotzdem hergehen, das zu veröffentlichen. Wenn du nicht hergehst und das veröffentlichst, dann wirst du in irgendwelchen Tagen dann plötzlich behaupten, ne, du hättest immer noch diese Daten von mir, und wenn ich nicht hergehe und das sage, was du willst, dann wirst du mich veröffentlichen und wirst du leaken, was ich sage, oder leaken, was ich mache, oder leaken, was ich gemacht habe, bla 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 bla. Rainer muss fürchterlich der Stift gehen vor dem, was da geleakt werden soll. Weil ansonsten hätte er jetzt erstens nicht zugegeben, dass er nicht im Ausland war, weil die Lüge, die hat er lang genug mit Schwert und Schild verteidigt. Und er wird jetzt sonst auch nicht dieses zweite Video noch machen. Bitte hier einfügen. Kurz zusammengefasst heißt das, du bist jetzt im Zug. Entweder du hältst dich dran und beweist, dass du Ehre besitzt, die du nicht besitzt, oder du hältst dich nicht daran und behauptest weiterhin, dass du diese Infos hast und ich muss machen, was du sagst, bevor du es nicht machst, und begehst damit weiterhin Straftaten, weil Erpressung weiterhin eine Straftat ist und auch keine lustige. Da wird da definitiv eine höhere Macht noch daran arbeiten. Vor allem, weil du ja schon anscheinend bekannt bist, weil dein Handy ja irgendwie schon konfisziert wurde, hast du ja behauptet. Hast auch noch viele andere Straftaten im Internet zugegeben, ist alles bereits gesichert und viele weitere Geschichten in der Hinsicht. Also letzten Endes wird sich herausstellen, was da letzten Endes mit passiert ist und Nochmal was da letzten Endes bei rauskommt. Oi, der letzten Endes Counter am Schluss nochmal richtig angezogen. Wir werden sehen. Du bist jetzt am Zug. Ja. Wir werden sehen. Wer auch immer am Finger zieht, der andere furzt. Ja. Ich werde schauen, dass ich diesen Scheiß hier alles so zusammenschneide, dass das halbwegs passt. Ich hoffe, das kriege ich hin. Und
bleibt mir nicht mehr zu sagen als tut nicht, was Rainer tut. Ich werde die anderen 2 TikToks streamen von den letzten paar Tagen wahrscheinlich dann heute Abend noch machen. Also entweder heute Abend oder morgen. Und baller euch die dann raus. Wenn mir nichts dazwischen kommt. In diesem Sinne, tut nicht, was Rainer tut und Metal auf.